Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jola, ich kenne eigentlich so so eine Brunnenkarriere. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen-Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan. Du und die scheiß Podcast hier bei dir. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Herzlich willkommen zu der 50. Folge von Kurz und Bündig. Bro, Ja, wir haben 50 Folgen jetzt. Ja, Mann. Und zum ersten Mal können wir sagen, willkommen zu Kurz und Bündig, Folge 50, zu den 3 schönsten Kurden von der Schweiz. Das waren jetzt Genau, 3. das sind immer 3 Kurden. Genau. Hey, ich bin nicht Kurd offiziell, Ja. Doch, aber irgendwo im Blut, also meine Großmutter, die hat Kurdisch geredet, Ja. flüssend, darum 100% auch kurdisches Blut irgendwo. Ey Bro, versteh mich 100%. nicht falsch, aber wenn einer von da aussieht, als würde er von den Bergen kommen, dann bist es du, Bro. Ganz klar. Aber es ist wunderschöne zwei Kurden vor mir und ich Und der sehe so Ehrenmann. mittelschön. Ist okay. Das sieht richtig gut aus, also ein gepflegter Bart, Bro. Danke vielmals. Du bist wie so danke. ein Ding, so ein frisch vom Jurastudium, so, der Vater und Mutter sind Oha, stolz Bro. auf dich. Boah, schön wär's, Ja. schön wär's. Aber du bist nein. halt nur SRF. Er ist so, Ja. Bro, so ein kurdischer Chance, nicht? So optisch. Fair, ja, fair. Und er ist gerade Vater geworden übrigens, Hey, gratulieren. tatsächlich, was? danke Gratulieren? vielmals. Ja, danke. Wunderschön, Mann. Hey, ja, es ist wirklich wunderschön. Es ist crazy. Ich Bub, schlafe Tochter? nicht. Eine Tochter, kleine Tochter, Wie ist 6 sie? Wochen alt. Ja, jetzt noch Nein, easy. nein. Wir sehen die paar Jahre. Nein, es ist crazy, Mann. Es ist crazy. Es ist noch nie so etwas Einschneidendes in mein Leben positiv. Auch es hat seine negative Seite, das darf man nicht vergessen. Über das reden sehr wenig Menschen vor allem. Gell? Es wird mega romantisiert. Das Kind bekommen, aber ganz ehrlich, ist auch mega nervig. Hey, nervig, mal nervenaufreibend, ja, man. Es fickt schon hart. Also, Ja, also ich glaube, du musst vor allem so, das ist deine erste Periode, ist jetzt die klein. hey, voll, gell? Und vor allem jetzt geht gar nichts. Gerade am Anfang, gell? Musst du dich neu einpendeln und so. Soziale Aktivität kannst du schon mal vergessen. Puff und so ist auch nicht mehr so. Nein, das geht Shisha-Bar leider vorbei. nicht. Shisha-Bar, Puff und so, das geht alles nicht Schwierig. mehr. Ja, Aber jetzt ist heiliger Monat Ramadan. Nein, warte, nein, ich kann nicht so Witz machen, man. Das, Leute fühlen sich nachher überfahren, es tut mir leid. Aber schöner Eid euch allen nach dem Spruch. Ja. Tatsächlich, ja. Ja, Die feiern, alles Gute. Ja. Und die auch nicht, nein. Auf jeden Fall, ja, cool bist du Ja, da, Bro. gut, wer Wolltest du schnell noch erklären, wer du bist? Hey, ja, ich bin der Alpi. Ich leite SRF Bounce. Einer von wenigen Kanaken bei SRF. Ich hebe die Fahne auf, Mann. Was soll ich machen? Stabil. Ja. Und Ey, was- Bro, wie sieht die Fahne aus so? Das ist natürlich schwierig, weil sie ist schwarz und rot wie SRF Bounce. Aha, stark, nice. Ja, jetzt, wo wir da noch offiziell vor laufender Kamera sind, wieso hast du mir damals den Job nicht gegeben? Hey, ja. Reden wir offen über das? Reden wir offen über das? Ja, du hast dich bei mir beworben, du bist in die engste Runde gekommen, du bist einer von 2 Er ist einfach, Ruhig. Einer von Es tut 2 mir- ist. Es tut mir mega leid, es hat dann am Schluss nicht geklappt. Aber Hat's- wir haben über das geredet, Hat es oder? nicht Platz für 2 Kanaken gehabt? bei euch? Wir sind ja schon 2 Kanaken, aber der andere 2,5. natürlich Wir sind vergessen. 2,5. Wer ist Wir der haben Halbi? noch, wir haben noch Jacqueline, Ah, sie ist halb Juliex. Türkin. Ja. Sorry. Ich wollte euch vorstellen gestern, ich wollte die Konfrontation suchen, ihr seid nicht, die haben nicht wollen. Bro, wir haben mit anderen Konfrontation gesucht. Mit wem? Mit Julex, Bro, er hat 6 Securities Ja, ich gehabt. Eben, er hat ja gesagt, er meint, Konfrontation mit Julex. Aha, das Ja, ist ich nicht hab- akustisch, sorry. Ich hab gedacht, ich mal euch Bro, vorstellen. Bro, er hat einfach aus dem Nichts hat er 6 Leute mit Schutzwesten gehabt, Bro. Was, Ach so, ja. also wieso ist das so rassistisch gegenüber euch? Ich habe das Gefühl, wir können nur uns mit Ja, Waffen Bro, wehren, oder? es geht, jetzt machst du einen Mittelpunkt um uns. Es geht, glaube ich, nicht um uns. Doch, ich Ja, mach Es geht um den Julex, oder? Ja, es geht um Ja. Julex. Aber es geht darum, dass, also ich muss sagen, es schade, dass es keine Fetzerei gibt. Aber Bro, ich muss ganz ehrlich sagen, sein Seifergest ist nicht schlecht gewesen. Hey, ja, also weißt du, Julex ist, ich meine, er will ja auch so ein bisschen polarisieren, provozieren. Ja. Das ist ja auch seine Art und ich glaube, ihr seid auch nicht die Einzigen, die irgendwie gegen ihn schiessen und, Ja. ich glaube, er kann das handeln, weil er will das ja auch ein bisschen Voll. auf eine Art und das ist ja auch okay, Rap Ja. ist Competition. Bei uns sagt man, Bro, wenn du unbedingt willst, wenn du sagst, es juckt mich, Bruder, mich ratzt dich. Ist kein Problem, Bro. Was ich aber auch muss sagen, Julix, bester Mann. Also weißt du, wirklich, nettester Mensch, super Typ. Ist der beste Praktikant, den ihr je gehabt habt.
Das kann ich so nicht sagen, weil andere Praktikantinnen hören vielleicht auch zu und dann gibt es Beef. Nein, Mann. Aber nein, super Typ und ihr müsst euch mal kennenlernen. Nachher ist wieder Friede, Bro, Freude, ich habe schon letztes Mal gesagt, ich habe kein Problem mit ihm als Mensch, weil ich kenne ihn nicht. Es ist seine Figur, die mich stresst. Ja, fair. Und seine Frisur. Und seine Frisur, ja. Du würdest aber auch gut aussehen wie Bro, ich würde so oder so gut aussehen, egal mit jeder Frisur, das spielt keine Rolle. fix. Aber ja, Fokuhila auch easy. Aber das kommt jetzt wieder zurück, he? Das hat nicht nur er, es haben hure viele haben jetzt... Bro, einfach- ich kann auch nichts damit anfangen. Hey, ich so. persönlich wäre dafür, dass in Zukunft bei allen Hip-Hop-Events ein Fokuhila-Verbot herrscht. So wie Burka-Verbot in gewissen Bro, oder kennst du es nicht bei Family Guy, wo der Bull den Peter anschaut und so ein Schema hat von weiß bis dunkel und da Ja. wird es problematisch. Aber so viel länger Haare ist problematisch, Bro, und gar nicht rein, Alter. Nein, Mann. Hey, Bro, es ist jetzt die dritte Folge, wo wir über ihn reden, lassen wir das. Also das ist jetzt ein Schein, muss jetzt, weil wir sind gestern Ja, froh das gewesen. stimmt. Aber genau, du bist der Papi-Produzent von SRF Bounce. Kann man so sagen? Früher war SRF Bounce SRF Virus gewesen, Tatsächlich, ja. und dann bist du ins Boot gekommen. Hey, es ist eine lange Geschichte. Es ist, SRF Virus war wie so ein Radio gewesen, wo sich irgendwann auf so urbane Musik spezialisiert hat. Und dann hat man aber irgendwann entschieden, dass man die zwei Marken daraus macht, dass man einerseits SRF Virus als Radio behaltet für junge Menschen, aber wegkommt von dieser Spezialisierung im Hip-Hop-Bereich und öffnet kommerziell, also nicht kommerziell, sondern musikalisch halt Mainstream. Und aber die Hip-Hop-Marke von SRF soll weiter bestehen, aber halt separat. Und dann ist aus dem SRF Bounce halt wie so entsprungen. Und das sind jetzt wie zwei verschiedene Teams, zwei verschiedene Brands. Und ja, ich bin bei Bounce. Krank Elevator Pitch, Bruder. Ja, Sag dir ehrlich. Welcome to my Du TED Talk. hast mir die 2 Minuten alles erklärt, weil ich habe 3 Fragen alle schon beantwortet in 2 Minuten. Also, hey, danke vielmals, machst du Ist Outro. gut, ciao. Und deine Anfänge sind aber bei 20 Minuten gewesen, ja? Hey, also ganz am Anfang, du hast einen Witz gemacht mit Bart und Jus und so. Ganz am Anfang, meine Eltern haben gesagt, du musst studieren. Das. Nachher habe ich 1 Jahr Jus studiert. Das einer hat lange zum Dunnen erzählen, du bist Ja, Agentarzt. Einfach Harvey Specter, oder? Ja, ich habe mich gefühlt. Ja, nein, ich habe Carlos wirklich. Spector. Ich habe einfach so, als Kind habe ich so Anwaltssachen gesehen. Ich habe das voll geil gefunden. Ich dachte, ja, ey, ich werde Anwalt, voll geil. 1 Jahr gewesen, gemerkt, nein, Mann, das ist voll nicht geil. Nicht für mich zumindest. Und dann habe ich so nebenbei, ich habe so nicht gewusst, was studieren, das, habe so ein bisschen gehustelt und habe so angefangen Text zu schreiben. Weil ich das irgendwie können. Und dann habe ich für Clubs in Zürich habe ich Texte geschrieben, weil ich habe noch so Partys organisiert. Was für Text so? Hey, so Promo-Text, so komm an die Party, weil es ist voll geil und die DJs legen durch. Hey, ich habe mich immer gefragt. Welcher Der Idiot? wird promotet und der Text mich bekommen, man sagt, es geht nicht auf, Bro, es geht nicht auf. Aber jetzt weiss ich, du bist der Ghostwriter gewesen von ihnen. Ja, nein, ja. Und dann so 18, 19, 20, 21 dort umeinander habe ich so mega viel so Text geschrieben und dann hat es Tillate gegeben. Weil damals haben die Leute noch kein Smartphone gehabt, da hat es einen mit der Fotokamera gebraucht im Club. Hat er noch Dings verteilt, noch, nachdem er das Foto gemacht hat, so Karteikärtchen, Genau. abchecken Und du bist am so. nächsten Tag verkatert, bist so schauen, wie sehe ich aus Stimmt. und so. Am 10 Uhr morgens hast du gepostet, wie wild du gestern Ja, und so. ja. Und, hey, und das ist aber gleichzeitig auch so ein Magazin dann gewesen, wo bei 20 Minuten angesiedelt war. Also so ein Nightlife-Magazin. Es hat dann journalistische Inhalte gegeben, einfach alles Nightlife. Und ich bin dort so ein bisschen reingekommen als Hip-Hop-Mensch. Ich habe dann so Konzert-Reviews geschrieben und Interviews gemacht und so. Und dann irgendwann der Sprung zu 20 Minuten und habe dort ganz viele verschiedene Sachen können ausprobieren. Das war recht cool gewesen, so. 7 Jahre. Aber nach 7 Jahren war es genug gewesen, dann musste ich gehen. Also ich bin gegangen, ich habe keinen Bock mehr Aber gehabt. du bist wahrscheinlich auch der einzige Kenner in diesen Umfeldern, Hey, oder? tatsächlich, ja. Und ich habe ja dort ein Videoformat gehabt, das hat Alpinos Best Alpinos geheißen. Best, genau. Und ja, ich bin wirklich einer von wenigen Ausländern gewesen dort und es war noch geil gewesen, weil ich das Format können machen und gestern der Joso, kennt ihr den Ja, Joso? sicher. Von Jai und Zigis vom Podcast, Ja, fix. Rest in Peace. Es ist gerade eine Diskussion auf Twitter, Kollegen sind ihnen gerade am Anschwärzen und so weiter. Aber egal, ist eine andere Geschichte. Ja, Erzähl weiter. Shoutout Joso. Er hat mir gesagt, und das war schön gewesen, er hat gesagt, hey, für mich damals, es hat nur einen Kenner gehabt in dieser öffentlichen Medienlandschaft und das bist du gewesen und das ist, wir sind voll stolz gewesen und so und das hat mich hure berührt, das Ja, habe ich Mann. hure schön gefunden. Das ist aber auch so, Bro. Das ist wirklich so. Und ich habe wie so versucht, meinen Style so ein bisschen reinzubringen, aber gleich auch so ein bisschen den Schweizer Style auch, weil du hast Musst ja die auch, Leute Bro. müssen Du catchen. musst, ja. Und es ist hure lang gegangen, auch bis so 20 Minuten Community ein bisschen warm geworden ist mit mir. Also es ist nie 100% passiert. Ich habe immer hure viel Hate abkassiert und normal, Rassismus. der 20 Minuten Standardleser, der
der sieht dich und der sieht schon ein paar Bomben und so weiter. Ja, aber also Du weißt Teppichklopfer. ja, nein, also es ist wirklich, teils, gell? Aladdin Teppichreiter da. Ohne irgendwie. Scheiß, was dort für Kommentare reingekommen sind, ist einfach wirklich, also es ist ja dann auch so gefiltert worden, es ist auch nicht einfach ausgegangen, Ja. so wir müssen freischalten und ich habe ja alles gesehen, was ungefiltert war und dachte, das bist du teils frustriert heimgegangen, weil du hast so gemerkt, die Leute hassen dich, aber das Ding ist ja, die Kommentare auf 20 Minuten, die repräsentieren ja nicht alles, was wir haben, weil du entweder, erstens, wenn du mit etwas einverstanden bist und etwas gut findest, dann schreibst du meistens keinen Kommentar. Ja. Das ist die Ghetto-Garage. Ja. Du schreibst nur etwas, wenn dich etwas stresst. Ja. Und dann hast du schon mal alle, die negativ eingestellt sind. Und dann gibt's halt wirklich... Bro, die haten, sind immer am Leute, weißt du? Also, ob es jetzt wegen Rassismus ist oder ob jetzt nicht passt, wie du jetzt angelegt bist oder so. Voll. Aber, also weißt du, nichtsdestotrotz, ich habe hure geile Sachen können machen dort. Ich bin so das erste Mal in so Videoproduktionen reingekommen, ich habe alles selber gemacht, vor allem. Und lustigerweise, mein Kameramann und Produzent war der Murat gewesen. Auch, also weißt du, Murat Temel, Shoutout, wenn du zuschaust. Wir sind 2 Kanaken gewesen, die so das Videoformat gemacht haben. Das war voll geil gewesen. Hey, und dann aber, irgendwann war es genug gewesen, habe ich müssen gehen, und dann bin ich so ein bisschen ins Agenturwesen rein, also Videoproduktionsagentur gearbeitet und bei einer Werbeagentur, dort haben wir uns kennengelernt, Josh. Ja, Mann. Auch eine geile Zeit gewesen. Geile Zeit gewesen, ja. Nein, es war cool gewesen. Dort auch viel erlebt, viel gelernt auch. Gut gesoffen. Ja, immer. Das ist schon, das vor allem dort, wo ich die Promotexte geschrieben habe, dort hat das schon angefangen. Ja, und dann ist der Job irgendwann ausgeschrieben gewesen und ich habe gefunden, hey, das passt alles zusammen, Videoproduktion, Hip-Hop, SRF auch, weißt du, so für junge Journalisten, beziehungsweise wahrscheinlich nicht alle, aber für viele ist so, wow, dort willst du irgendwann hin. Aber kann man sagen, du bist so ein bisschen der Roots von der Schweiz? Wow, nein, das ist kein Kompliment. ich bin eben nicht so in dieser Szene drin. Ich weiss nur, er ist ein Kenneck und er schafft mit. Ja, das stimmt. Nein, gut, in Deutschland gibt es ja noch viel mehr. Ja, das ist stimmt, so ein bisschen, ja, wenn du das willst, ja, können wir schon so sagen. Ja, okay. Aber, kann man Also das der Roos macht ja so Interviews mit Rappern und so vor allem. ja. Das habe ich auch viel gemacht. Das habe ich früher sehr viel gemacht. Hast du nicht mal mit dem Kendrick? Ich habe mit dem Kendrick ein Interview gehabt. Ah, was? Ich habe mit dem Nas ein Interview gehabt. Krass. Ja, Heftig. ich habe crazy Sachen. Jetzt haben wir eins mit dir. So wie du bist gekommen. Bro, kennst du die? Ja, nein, ist gut. Nein, so es gibt doch die Ketten, wo so, du hast mit dem mal ein Foto gemacht, Ja, und fix. mit dem ein Foto, jetzt ihr habt auch mit Kendrick. Bro, du Ja, kannst jetzt, schön, du kannst jetzt, du kannst jetzt irgendwie so, es gibt einen auf TikTok und irgendwie Leute sagen einfach so, findet man eine Verbindung über so Connections. Ja, genau. Ich kann jetzt, glaube ich, über 3 Ecken einfach zu Michael Jackson, glaube ich, oder so. Ja, direkt. Ja, vielleicht. Nas vielleicht, ja. Nas, ja, stimmt. Nas. Ja, nice. Und okay, aber wir sind eigentlich heute da zum hauptsächlich über das Cypher reden. Jetzt, bevor wir auf die Community-Frage eingehen, wieso braucht es ein Cypher in der Schweiz? Hey, es braucht ein Cypher unbedingt in der Schweiz, weil wenn du Schweizer Rap irgendwie willst, für die breite Öffentlichkeit zugänglich machen, dann musst du ja so ein Event haben, wo so über so das Nischending drüber hinausgeht. Weißt du, ich meine, klar, wir haben jetzt MC Heroes, die aufs Eis gehen, wir haben EAZs, die crazy Singles liefern, wo wirklich die breite Masse erreicht. Aber das ist nicht immer so gewesen. Und der Cypher ist das erste Mal in dieser Form, wie es ihn heute gibt, 2013 ist der passiert und dann hat man gemerkt, hey, das funktioniert voll und das erreicht Leute, die es vorher nie erreicht hat und dann ist das Jahr für Jahr gewachsen und also ich finde, es braucht unbedingt einen Cypher, weil erstens, du hast eine Plattform für Newcomer rein, die kommen und das erste Mal etwas spitten und teils auch nachher entdeckt werden und plötzlich Möglichkeiten bekommen, die sie vorher nie gehabt haben. Da gibt es ein paar Beispiele in der Vergangenheit. Dann die etablierten Artists, die kommen und etwas spitten. Oder auch weißt, so Artists, die vielleicht gar nicht mehr richtig Hip-Hop machen, die dann aber kommen und zeigen, sie können immer noch Sie sind immer spitten. noch Wie OGs, ja. Lone Leduc oder so. Fix, 100%. Und ich finde einfach... Und es der ist Kneck. Ja. Der Kneck hätte ich euch auch vorstellen können gestern. Ist schon easy, Bro. Nicht erzählen, Bro, es ist einfach es ist einfach interessant gewesen, vor allem bei ihm. Ich hätte sogar mit dem Handy aufgenommen, aber ich hätte sogar Worldstar der Scheiß geschissen. Ja, Du bist sogar Worldstar! für den SRF auf einmal moderieren und so. Du Hey, hast aus dem den Nichts, richtig Mann. fett verkauft, Bro. Bro, außerdem, es sind so zwei, also, es mich gestört hat, aber es sind so zwei, Eure Social Media Girls. in dem Fall Social Media, ich hab's nicht gewusst. Ja. Sie haben so Didi gefragt und dann hör ich so, Sero, Didi. Nachher ich so, was? Ich so, Cam, nachher so, ja, kannst du jodeln? Ich so, Bro, kann ich jodeln? Und nachher er so,
Easy. Und nachher ich so, aber ich habe Beatbox als Spaß, dass ich etwas gesagt habe. Nachher er so, es geht im Bingo. Du heißt Beatboxer. ja, Nachher sehe geil. ich ihn so mit dem SRF-Mic am Umrennen. Bro, Nachher, wenn du Job willst, zeig ihm, Bro. Bro, nachher habe ich Beatboxed und ich so, perfekt. Er hat noch eins gerappt, Didi, und ich so, okay, jetzt mein Job erledigt. Das ist so, nein, du musst einen anderen Rapper finden. Ich so, wie ein anderer Rapper. Dann bist du Julix. Nein, nachher habe ich einfach die Jungs von Luzern gesucht, die ich kennt habe, Rojat Elier oder Lexi. Und da habe ich den Elier gesehen, wie er sich versteckt hat, so mit der Mütze wieder um die Ecke gegangen. Ja, ja. Mein Gott, so packt, so, komm da. Ja, hätte mich überrascht, wenn du hättest können jodeln, muss ich ehrlich sagen. Wieso? Das stimmt, Bro, gute es funktioniert Frage. nicht, er selber kennt. Scheiße. Ja, genau. Scheiße. Nein, ja. Krieg 17, Bro. Einfach Stimmt, wieso? ja, gell? Einfach Und wieso? ich bin ertappt gewesen. Ich so, oh shit, was sage ich jetzt? Ah nein, das andere kenne ich. Irgendjemand hat doch... Nein, das ist kein Jodel, der vom Kneck am Anfang. Bro, ich weiß nicht, ich habe Kneck nicht gelost. Oder irgendjemand hat doch Mal irgendjemand hat so am Jodelmäßig. Anfang- Ja. Könnte Kneck gewesen sein, ich weiss es nicht auswendig. Das ist auch noch krass, weil ich habe jetzt extra noch mega viele Parts geschaut, damit wir darüber reden können, weil Ja, ich bin gestern same. nicht dazu gekommen, die Ja. zu schauen, weil ich hauptsächlich am Umsäckler gewesen bin. Aber ja, ich muss noch mega viel vom Cypher schauen. Wollen wir schnell über unsere Lieblingsparts reden? Können wir? Oder Lieblingsartists? Können wir? Drop mal du einfach schnell so jetzt, eiskalt. Was ist dir jetzt von gestern geblieben? Welcher Part ist noch geblieben? Also ich muss wirklich sagen, ich habe nicht alle gesehen. Darum Ja. ich kann es nicht abschließend sagen. Aber was mich siehst. sehr geflasht hat, ist Locodrini, sicher. ja. Ich han sehr geil gefunden, wie der Drini am Schluss so das die Name-Droppings gemacht hat. Ja, und, ja, ja. aber nicht auf einer Diss-Ebene, sondern auf so einer kompetitiven Ebene. Ja. So, Was hast du gestern gesagt? Das ist wie Control. genau, Control, am Kendrick sein Verse of Control, wo er so sagt, hey, du, hey, ich habe Liebe für euch, aber ich fitze euch alle am Mic, so. Ja, ja. Und das hat er auch gemacht und das habe ich richtig nice gefunden. So das Sportliche, oder? Voll. Und ich finde auch die ganze 100k-Line, also vom Loco, krank. Hey, das ist geil, aber das ist so ein bisschen ein Insider, wo man glaube nicht checkt, aber Ja. man schmeckt wirklich raus, was es könnte heißen. Ja, Sie ja. haben einfach einen Deal von 100k wahrscheinlich reingeholt. Irgendetwas, Bro. Und das, Bro, und Das der ganze hat- ja. Vibe. Und wo der Drini gesagt, ich habe es aufgeschrieben, der Drini hat gesagt, Rapper am Flexen, von wo sie da kommen, schlussendlich landet sie in Zürich. Ja, Bro, sehr geil. Alle Wege führen nach Zürich. Ja. Bro, Nein. sehr geil. Voll. Also Loco und Drini ist für mich, aber es ist ja auch zu erwarten gewesen, gell? Also, Hey, ja, manchmal ja, manchmal nicht. Also weißt, manchmal erwartest du, die haben die letzten 5 Jahre gerissen und nachher kommen sie und es ist so lame. Oder nicht lame, sondern einfach, es puncht nicht. Und teils denkst du so, ja, okay, die Person ist schon 7-mal gewesen, sie hat nie richtig gepuncht und dann kommen sie und reissen ab und du denkst so, wow, shit, oder? Ja, aber allgemein, ich finde Name-Drop, weißt du, Cypher ist für mich so, da kommst und es ist Battle-Rap, es ist aber es geht ja kompetitiv. darum, oder? Ja, Es geht ja darum, auch ein bisschen, dass du Name droppst. Und, oder findest du nicht? Hey, ich finde, es geht einfach darum, dass du kommst und zeigst, du bist der Beste oder Voll. die Beste. So. Der Manilio hat mal gesagt, vor längerem Interview, wo ich noch Die Hard Fan bin, Ja. hat er mal gesagt, wenn du nicht von dir selber das Gefühl hast, dass du der Beste im Game bist, dann bist du auch fehl am Platz. Ja, Das safe. finde ich auch, ja. Voll. Und das ist so real, Voll, Bro. voll. Und ich finde auch übrigens, hey Bro, wirklich special Shoutout, Desmond Manilio. Hey, Bombe gewesen, Bro, ja. also ja, richtig geil. seit Jahren sind Ja. sie ja am Cypher. Ja, voll. Aber ich finde einfach ohne Scheiß, ich finde Manilio gestern, ich glaube, das Beste, was er je gebracht hat. Wirklich? Bro, ich hab mir eine Line aufgeschrieben. Irgendwie, ja, ist geil. Don Dada, Montana, ist er so Bro, reingekommen, all ist das geil Zeug noch gewesen. sagt er, also erstmal sagt er, wir gratulieren euch zum Fame, ihr seid überall präsent, aber Lieder sind alle lame, gehört womöglich auch zum Brand. Ja. Macht hart auf Unterschicht, versteckt eure Gesicht, dass niemand merkt, mit welcher Bonze ihr gleicht. Ja, du weißt schon, gegen wer der Seitenhieb geht, oder? Sag mal. Ja, es sind nicht viel mit Maske unterwegs. Ja. Bro, Bro, und nachher sagt er, der Basler Black Tiger, kennst du ihn? Bro. Ist eine Basler Rap-Legende, Ja, kann man also sagen, eigentlich oder? wirklich einer von der ersten Ja, Schweizer Rapper. wirklich einer von der Ja, ersten. von Basel. Dann sagt er, wegen SOS hat der Black Tiger wieder angefangen zu schreiben, wegen uns hat er aufgehört. Ja. Und jetzt der letzte, er ist ja Teil von Eldorado FM. Das ist eine geile Line. Ich finde, er wieder zersägt. Er sagt einfach, EFM ist Malle, sogar deine Mama steht auf Bars. Ja. das ist- Wegen wow, Bar. Es ist sehr geil. Ja. Hey Bro, und der Desmond ist ja, Bro, ich finde so krass, er ist so unscheinbar. Also weißt du, Ja, er stellt sich nicht mega in den er Vordergrund. chillt Voll. Uhuere, aber der Typ ist, glaube der Einzige, vielleicht sage ich jetzt etwas falsch, aber ich glaube der Einzige, der wieder mal ohne Buch und Handy gerappt hat. Weiß ich gerade nicht auswendig, aber kann gut sein, ja. Und dann, er bringt einfach so Lines, Bro, nie ins Militär, aber stehen unter Das ist Generalverdacht. crazy, habe ich auch gedacht. Aber er hat vor allem, sie haben vor allem so hure
Lines, wo du nicht gerade auf die erste Mal Nein, verstehst, wo du nochmal musst hören und dann erst dann checkst du, oh shit, da ist noch irgendeine andere Ebene drin und so. Aber Bro, er rappt so krass, da. Ich meine, ich komme allein, und ich bin in Überzahl, Bro. Ja. Und dann, wir sind nicht gleich, du hättest dich nie für jemanden umgebracht. Ja. Ich respektiere niemanden, der noch nie auf der Autobahn bei voller Fahrt hat seine Augen zugemacht. Ja. Wegen Leitplanken. Ja. Richtig krass, Ja. richtig krass. Ja, nein, es war wirklich krass gewesen. Es hat noch ein paar andere krasse gegeben. Also weißt du, wenn wir jetzt einfach ein bisschen aufzählen, oder was machen wir? Hey Bro, ich hatte eigentlich mit einmal schnell, Okay, wo wir ja, meinen, ist gut, oder? ja. So, soll ich gerade noch schnell weitermachen mit Absolut. meinen Faves? Mich interessiert vor allem, was ihr geil gefunden habt. Darum, Bro, ja. für euch ist ja auch Voll. das erste Mal am Cypher gewesen vor Das erste Ort. Mal vor Ort, genau. Ja. Und ja, ich hoffe, es war geil gewesen für Hey euch. Bro, sehr. Also, wir haben ja schon darüber geredet. Ich finde, ihr habt es maximal rausgeholt, so vom Raum her, wo man können nutzen. Und jetzt hast du einen chilligen Vorplatz, Monitore, wirklich sehr geiles Ambiente, Bro. Ja, danke. Es ist halt wie immer, wie sieht das Problem mit einer Cypher, ist einfach zu heiß. Ja, das ist In der so, Booth, ja. In der aber- Booth ist crazy. Und der Tag vom, sagen wir's, Der Puber, ja. das- Huber, der noch schnell gesprayt hat, Ja. Bro. Hey, gell, wir haben nichts von dem gewusst. Nichts. Und ultra real, weißt du, das ist Hip-Hop Ich schwöre. in seiner pursten Form. Aber gell, alle, die nachher dort drin waren, für die ist so, atmungstechnisch ist natürlich schwierig gewesen nachher. Ja, Bro. Ey, voll easy, schon gut. Hast schon Schlimmes geschmeckt, alles easy. Aber der Puber, also ich hab mich heute noch ein bisschen schlau gemacht, er ist schon ein sehr bekannter Sprayer. Er hat eben in Wien und in Zürich jenste Haftbefehl am Hut. Und jetzt kommt er einfach der Bruder dort rein, tut seinen Namen und lacht die Kamera, weißt du? So. Hey, frag mich, Bro. Also, ich habe Ich mach das nächstes Mal der Band. Wie heißt der? Banksy. Ja, Der Banksy, ja. Ja, Vielleicht ist ich er mach der das. Banksy. Nächstes Cypher kommt er. Vielleicht, ja. Oder ich mach einfach maskiert und dann mache ich auf und dann alles wie ich bin. Ja. Weißt du, Ja, das ist so. ja. Hätte ich gedacht, ich finde auch Gigi hat wirklich, also einen kranken Flow. Ich Hey, finde es ja. ein bisschen schade, dass sie einen Slim Shady Beat genommen hat, Bro. Hey, das hat mich überrascht. Ja. Weil es ist nicht einfach, wenn du einen Eminem-Beat nimmst, dann wirst du automatisch gerade verglichen. Weißt du, was Voll, ich meine? voll, Und das ist das Schwierigste, was du kannst machen. Und sie hat auch austeilt. Sie hat aber auch viel kassiert, Bro. Aber sie hat gut austeilt. Ja, Bro. ja, voll. Sie hat gut voll, austeilt. Voll, Ja, voll. ja. Mhm. Und ohne Namen nennen, aber es ist sehr klar gewesen, wer sie meint. Ja, ja, oder? Das ist, ja, 100%. Ja. Aber sie hat es sehr geil gemacht. Wahrscheinlich schon, Borg, ich weiß nicht. Ich schau das Bruder, sehr an. wo er so. Schon, ich so. Ich schau das sehr an. Ich weiss genau, er weiss nicht was, aber voll easy. Er ist Bro. auch nicht so in dem Game Nein, drin, voll oder? easy. Aber Also zeig's ich dir bin, nachher. Bro, ja, fix, ich bin im Zürich-Block, bin ich rum, dort ist, das zeigt nachher mein. Dann finde ich, Kachita hat es auch brutal gemacht wieder. Ali, Didi, Ja, King. King, ja, voll. aber Bro, Leduc. Hey, Lohn Leduc immer, also weißt du, bei denen... Natürlich, Bro, natürlich. Aber ich finde so, Leduc hat wieder mal etwas gemacht, was richtig geil ist, Bro. Und zwar, er hat so, der ganze Hype, den er hat, hat er wie wieder benutzt, um etwas zu sagen gegen die Szene. Weißt du, die meisten Leute, die so krass in dieser Szene, die von dieser Szene profitieren, Bro, die würden nie die Fresse aufmachen. Und Bro, er hat die Line gebracht, im Radio zu wenig Arber, aber viel Heberli und Otscher. Also Heberli Sie und Otscher selber. sind sie selber, sind Ja. ihre Nachnamen. Überleg, Motivé will noch mehr, die grössten Hits im letzten Jahr, Ja, das hab etwa ohne Airplay. Ja, das habe ich, die Reihen sogar richtig im Kopf, haben gerade vorher noch. Weißt du, was ich meine? Also, richtig geil, Bro. Ja, Shoutout, Bro. Voll. Er profitiert voll und ganz, aber er findet so, hey, Bro, wir sind viel zu wenig im Radio. Ja. Mehr EAZ. Weißt du, so mehr Loco. Hey, sie sind im Fall ultra really Dudes. So. geil. Sie kommen so fest aus dem Hip-Hop. Ja. Sie sehen so anständig aus, Bro. Aber sie machen das seit 20 Jahren. Sie haben sich halt entwickelt, oder? Und sie haben sich und also klar, sie machen eher Popmusik, aber sie sind immer noch eine von der krassesten Ja, ja. Splitter im Land. So. Also vor allem eben Also, lyrisch. ja, also Lo, Battle Rap, keine Chance. Es gibt keinen, der gegen ihn Ja, kommt. ja, und Freestyle auch. Ja, gell? ja. Also Keiner, Lo ist Freestyle-König in dem Meint Land. ihr? Ja, ja. Das Hey, ist ich Fakt, weiss Bro. es, Das ist ich Fakt. weiss es, ja. Wir haben lange Freestyle-Convention gemacht. Ja, so, er hat immer gewonnen. und also, Ich bin einfach nicht dumm gewesen, Bruder. sag ja, dir. auch ich kann dir mal ein paar Videos zeigen. Es ist im Fall Nein, ich habe schon gehört. rasiert. Also, Der Bro, Josh weißt- ist ja ein mega Fan von Bro, ihnen. der Typ ist auf der Stage und jemand sagt ihm, ey, rührt ihm Wörter rein. Aha, er ist so einer, der auf TikTok live geht und sagen, kommentiert Wörter. und Bro, ich kann- aber Bro, die Leute sagen Keuschheitsgürtel, Rosenkohl, irgendetwas und er spittet. Bro, er spittet Parts, kränker als 90% von der krass. Lieder, die jetzt draussen sind. Ja. Und dann gibt es ihm nicht. Er geht aus wie so ein Primarlehrer. Safe.
Ja, fix das Primare. Aber er nimmt auseinander. Ja, fix. Und als letztes noch, für mich, Überraschung vom Jahr, Okay. Isma. Julix. Ah, Bro, Isma hat, hey, aber Isma, sein zweiter Part, sein habe ich zweiter sehr Part krass ist- gefunden. da wo ein Name Drop, Ja, Bro. ja. Er hat ja, ich glaube, Gigi, Jule X und Conchita, ich bin mir nicht Ich sicher. weiß es nicht mehr genau, ja. Aber er hat so Lines gebracht, Bro. Also schon auch- nur beim Julex, er hat nicht mal ein bisschen tiefgründig, schon nur die Line, Julex verpiss dich von Mike. Perfekt. Lange. Statement, Bruder. Nein, Bro, aber ich meine, ganz ehrlich, so rein, wie er so den Beat-Switch gemacht hat, sein Flow, Bro. Ja, ja, Und das ja. sage ich nicht, weil ich kann ihn auch sehr gern. Ja. Er hat auch schon in einem Film von mir mitgemacht, weißt du. Er ist ja voll mit den Vinti-Jungs unterwegs. Natürlich ist Sympathie da. Ist er von Vinti? Nein, er ist selber von, er nennt sich ein Seaside. Ja. Also er ist irgendwo so von dem Ecke. Ja. Aber er ist doch mal ein Wind, ne? Nein, Egal. also ich weiß nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr viel im Winter unterwegs. Er ist mit den Jamal-Jungs und so. Ja, ja. Jamal ist von Vinti? Ja, Mann. Ja, fix, ja. Ja. Ja, Bro. Hey, ich finde allgemein, im Fall, das Niveau ist sehr hoch gewesen gestern. Es ist im Fall, also, der Cypher ist ja so, hat sich auch entwickelt, was so inhaltlich angeht. Wir haben ja sehr viel Kritik bekommen. So, Letztes Jahr war heavy gewesen, ja? diskriminierende Lines, wieso gebt ihr dem Plattform? Und wir sind einfach immer der Meinung, look, wir unterstützen den Diskurs, weil wir Darf ich auch... dich kurz ja, unterbrechen? sicher. Sorry. Du kommst noch auf das, gell? Nein, ich finde es gar gut, wenn wir über das reden, Ja. aber jetzt würde ich schnell als Disclaimer von dir hören, so, repräsentierst du jetzt deine Meinung oder redest du fürs SRF? Das ist schwierig. Meine Meinung und die vom SRF, die deckt sich eigentlich in den meisten Okay, Fällen. Von schön. dem her... Ich kann das nur schnell hören. Ja, voll. Genau, also vielleicht für die, die es nicht wissen, letztes Jahr ist der Cypher sehr fest im Disput gestanden. Vor allem, weil gewisse, ich würde sagen, ich nenne jetzt einfach mal Menschen mit nein, egal. Aber das sind so nein, das würde ich cancel, Bro. Aber so die linke Szene hat sich sehr fest darüber geäußert, dass ich glaube, unter anderem ist Alexi sehr stark im Kreuzfeuer gestanden Unter anderem, ja. und sehr viele andere auch noch für frauenfeindliche Lines. Frauenfeindlich, homophob, Homophob, genau. rassistisch teils. Ja, also letztes Jahr war es so gewesen, dass wir hatten 7 Stunden Livestream gehabt. Und dann ist wie ein Zusammenschnitt, ein 5-minütiger Zusammenschnitt auftaucht mit allen diskriminierenden Lines. Ah ja, genau. Und dann haben sich sehr viele Leute haben das mitbekommen, die eigentlich sonst nicht aus dieser Bubble sind, nicht verstehen, was ist Hip-Hop oder was ist ein Cypher. Und haben ihre Meinung dazu geäußert. Und das ist ja auch alles okay und Sicher, legitim. Es hat aber eine sehr hohe Welle geschlagen. Und es hat, glaube ich, auch einfach bei vielen Leuten, die, egal in welcher Form mit dem Cypher zu tun haben, hat es zum Denken angeregt. Und das ist eigentlich positiv, oder? Wir sind ja der Meinung, nein, ich kann nicht mir sagen, ich bin der Meinung, dass diskriminierende Lines einfach passé sind. Klar hat das wie so lang zum Hip-Hop gehört und vielleicht in gewissen Kreisen immer noch, aber ich glaube, du bist viel der bessere Rapper oder die bessere Rapperin, wenn du kannst kreativ jemanden dissen, ohne dass andere Minderheiten zu Schaden kommen. Ja. So. Und für uns ist wichtig, dass wir wie mit Leuten über das reden und sensibilisieren und sagen, hey, look, das macht Sinn aus unserer Sicht, beziehungsweise komm, wir entwickeln uns alle zusammen weiter, ohne aber, dass wir irgendjemandem sagen, du darfst das nicht machen, wir zensieren dich, du darfst nicht kommen, weil du so gerappt hast, sondern es ist wichtig, dass der Cypher ein Querschnitt von der Schweizer Rap-Landschaft ist, dass es wie das repräsentiert, was die Schweizer Rap-Landschaft ist. Und wenn ein MC Hero aufs Eis geht, dann hat ein MC Hero fucking normal einen Platz verdient an dem Cypher. 100%, keine Frage. Und die Asi, also weißt, und die Texte, wir haben die ja alle nie gehört, bis zum Cypher. Und es haben dann auch Leute gefordert, ja, ihr müsst die Texte vorher lesen und sagen, und das ist einfach, das ist voll antidemokratisch auch. Das schneidet in künstlerische Zensur Freiheit auch, rein, genau. Das ist voll Zensur und das ist für uns nie in Frage gekommen. Wir sagen einfach, hey, look, da kommen die Leute, die rappen und die Äußerungen und was sie tätigen, die sind nicht 100% deckungsgleich mit uns, aber wir wollen nicht zensieren, wir wollen nicht in die künstlerische Freiheit eingreifen. Und wir wollen auch nicht Leute, die einen Platz verdient haben in diesem Raum, den nicht mehr geben, nur weil sie anders sozialisiert worden sind. Das ist auch. sehr, sehr stark gesagt. Anders sozialisiert, das ist ja so ein Punkt, wo
wo ganz viel von diesen Menschen, die vielleicht sprachgewandter sind, zum Beispiel, weil sie halt einfach irgendwelche Eltern da haben, die Germanistik studiert haben oder wo da in der Schweiz schon und je leben. Also weißt, vielleicht ist es ein bisschen schwach zu sagen, ja, der Mensch kann sich vielleicht nicht anders ausdrücken, aber das ist halt vielleicht die Sprache, wo er spricht, von dem Ecke, wo er kommt, von der sozialen Schicht, wo er kommt. Toll, ja, absolut. Und so ein Gespräch ist relevant, weil man kann darüber reden und man kann sich vielleicht reflektieren und sagen, hey, weißt du was, vielleicht muss ich nicht den Slur für einen Homosexuellen benutzen, wenn ich die Person will, was weiß ich nennen. Oder ich meine, ein Begriff wie Schwanzlutscher zum Beispiel wird ja auch schon als ein homophobe Ausdruck benutzt, weißt? Aber am Ende vom Tag, Bro, du sagst es richtig, es ist so wie der Querschnitt. Warte kurz, machst du natürlich. Es ist, sorry, mein Hund. Es ist wie so der Querschnitt von der Rap-Landschaft, oder? So wie du es sagst. Und ja, das vergessen mega viele Leute. Also weißt du, eben, wenn dann so von oben ab, es ist halt sehr, es hat auch viel mit Klassizismus zu tun, oder? 100%. Es hat auch etwas Elitäres, wenn dann Leute, die nicht mit Hip-Hop gross geworden sind oder nicht, wie du sagst, im Einfamilienhaus gross geworden sind und immer eine schöne Kindheit gehabt haben, dann kommen und sagen, hey, du darfst im Fall nicht, ich sage jetzt Hurensohn sagen, oder wenn die Person einfach das Leben lang, die ganze Kindheit, die ganze Jugend, das im Wortschatz gehabt, im Natürlichen. Und so hat er auch müssen durchkommen durchs Leben, oder? Und wieso? Ich meine, bei uns ist ja gewesen, wenn du jemandem Hurensohn gesagt hast als Kind, ist das die schlimmste Beleidigung, die du hast können, so. Und dann, mittlerweile ist das ja so, es ist ja auch so ein bisschen wie sagt man? So wie entkräftigt worden. Entkräftigt worden so mittlerweile, genau. Aber wenn dann Leute kommen und sagen, dann ist das sehr problematisch, oder? Also ich finde, man muss zusammenreden, man muss den Dialog suchen, man muss die Leute sensibilisieren und sagen, hey, look, das verletzt die Leute. Ja. Aber verbieten oder canceln oder weißt du, so von oben ab, das ist sehr problematisch. Das ist nicht richtig. Also, vor allem wenn es um Schweizer Rap geht, das ist, ich weiß nicht, also meine Meinung, ich sage dir ganz ehrlich, das Jahr hat es einfach nochmal bewiesen, der Part Zürich trägt Cypher. Zürich liefert. Gut, gell, andere Kantone würden etwas anderes sagen. Ja, warte, okay. Kanton Zürich, pauschal 3 Cypher. Es hat noch ein paar andere, die brutal krass sind, so namentlich Roger Eli, Alexi, was haben wir noch? So in der Schweiz unterwegs. In Bern hat es ein paar Kranke. Wie haben das Mimix LC1 gefunden? Nur schnell Einschub, nachher kannst du weiter erzählen. Sorry. Ja, sicher, kein Stress. Bro, der Mimix hat eine sehr geile Line gebracht. Irgendetwas mit Yoga, aber ich weiß nicht, was er genau gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin so kompetitiv, ich gewinne sogar im Yoga. Ja, genau, ich finde das auch sehr geil. Ja. Am LC1 seine Kindergutnachtgeschichte. Auch wieder sehr geil. Aber man muss, glaube ich, bei der LC kannst du auch sagen, Bro, es juckt ihn einfach nicht. Bro. Ja, es ist ihm scheißegal. Es ist ihm einfach scheißegal. Ich kenne keinen Mensch, wo nichts peinlich ist, so fest wie er. Ja? Nichts. Das ist ihm einfach du bringst ihn nicht aus der Ruhe. Wie alt ist er? Bro, der Livio, du weißt schon, welchen? Ja, aber wie alt ist er? Hey, 28. Ja, so. Ja, ist mal. Ja. Hey, sorry, Sir, du hast vorher sagen, du hast gesagt, Zürich trägt den Cypher. Also genau, ja, das ist eigentlich nur Message. Zürich trägt. Gut, hast du es auch erkannt. Nein, hey, ich bin Zürcher. Eben so ein paar eben noch von Bern, Luzern, also Innerschweiz, Luzern. Und der Rest, Bro, ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich kann dir auch gerne ein Video zeigen. Ich bin heimgekommen und zum Beispiel eben, es ist ja leider immer so, dass Schweizer Rap nicht leider so in der breiten Masse in der Schweiz so gelost wird. Aber eben so Sachen wie du. Aber bei Partner ist es auch gut, dass man sich nicht los, Bro. Eben, und jetzt weißt du so, eben Cypher trägt dazu bei zum Beispiel, dass es auch ein bisschen breite Medienlandschaft, also breite Dings kommt. Und ich bin gestern daheim angekommen und dann ist gerade noch so der Luzern-Part angefangen. Also kurz vor Luzern-Part, dann hat so ein paar Berner gehabt. Nachher hat es einen gehabt, Bro. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe keine Ahnung. Ey. Mein Cousin, wo ich sage, Bro, look, das ist Cypher, also, was ist das? Ich sage, ja, Bro, look, Schweizer Rapper kommen und so, nachher geht Luzern, ein paar kennst du noch von Luzern, von früher, ne? Ich sage, ein paar gute Leute und so, und dann kommt und er ist geschockt. Also, was zeigst du mir? Bro, und er hat gesagt, er hat voll ernst gemeint, er hat so das Gefühl, wieso, ich muss etwas machen, er so, ey, Bro, das mit so unterbinden. Du meinst der Blondie, er so, wo ein 1 gegen 1 gemacht hat gegen den Beat? Ich weiß nicht, Bro, er hat gesagt, er so, Bro, der mit einfach kalt machen und sagen, mein Gott nicht, tut mir leid, irgendetwas, das kann der nicht gehen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich so, Bro, du musst halt
morgen dann halt Highlights schauen von Schweizer, also von Zürich-Rapper und so, weil die haben einen so gemacht, anderen so gemacht, einen noch höher gebaut, die sind alle in die Luft, jeder ist ganz klar, also Didi, Isma, Jamal, Bro, Sektion Zürich, die haben alle mit Abstand, das ist schon nur der Vibe, auch Sicario, DVW, schon nur der Vibe so dort, schon nur, dass ihr Leute dabei kannst, schon völlig andere Vibes automatisch gewesen. Nachher haben sie angefangen. Oh, Bro, DVW. Ja, Bro, der hat das Chor mitgenommen, glaube ich, Bro. Bro, ich bin dort hinten am Hook mitsingen. Ich habe euch schon gesehen, dort in Zürich, beim DJ und beim Bro, Obi bei Zürich, am Hängen, oder? bei Zürich Shoutout, Obi, Bro. Shoutout, Obi, Mann. Das allerletzte Mal, wo er Das das letzte ist. Mal gewesen. Ja, Und wie ein König, wie ein Löwe, hat er nach der Zürich-Stunde gesagt, so, Herr, das ist sie. Wie nach Zürich an der Baselstunde direkt, so, ich glaube, Gott so das komplette Gegenteil verstanden. Aber ja, ich habe, meine Meinung ist so gewesen, beim Cypher, Bro, es hat, also übrigens, als ich dort angekommen bin, ich habe nicht, ich war zum ersten Mal dort gewesen, ich habe nicht gewusst, so, all die Leute, wer schafft da, wer ist Rapper, wer ist Rapperin, wer trägt seinen anderen Beitrag zu dem Ganzen. Wie ist das, wo viele Leute gehabt, weil ich nicht gecheckt habe, schafft er bei SRF? Ja. Oder ist das so ein Julex-Rapper? Hey, der Julex, der Liebe für Julex dich, Mann, Liebe, wirklich. Er ist beides, Bro. Er hat bei SRF geschafft oder schafft Und ich SRF. eben gesehen, Ja, Bruder. ja. Ich bin nicht verwirrt gewesen, dann gesehen, einer geht rein, fängt an auspacken, rappt, ich so, okay, los mal zu, und dann, Aber es sind ein paar sehr lustige Ja. Gestalten da gewesen. Brian, wie du sagst, einer hat wirklich, ich glaube, er hat den Beat gehört, und er hat den Beat abgeschlagen, oder so irgendetwas. Ja. Bro, man kann meinen, der Beat hat die so geschlagen, er ist wirklich so ausgewichen, Bro. Bro, das ist wirklich... Der Beat Bro. so, wenn mich triffst, bist du der King. Also. Gut, gell, ich finde einfach, beim Cypher gehört es einfach auch dazu, dass ein paar kommen und nicht abliefern. Ja, sicher. Es Und- wäre ja krass, wenn nur 10 von 10 passieren würde, ja. Und es ist eben auch krass, das unterschätzt man noch. Es gibt Rapperinnen, die mega Bühnenerfahrung haben, richtig, weißt du, so gut können von Leuten stehen. Und sie kommen dann Cypher und sie zittern. Gell? Ja, ja. 2, 3 Camps, Es ja. ist crazy, was das für eine Aber Anspannung es ist eben ist. schon auch heavy, weil es sind 100, es sind mega viele Leute rundum, hinten, du weißt, ich gehe jetzt da rein und ich habe jetzt 5 Minuten Zeit. Du hast eine Chance. Du Ich kannst hab 5 nicht Minuten verkacken. Zeit, Ja, Bro. und es schauen etwa ca. 5k Leute Ja. live. Bro, so. und live sind schon Also nur auf YouTube sind es 5k gewesen, knapp. Ja, und SRF selber, weißt du auch nicht, wie viele Leute dort, also weißt du, so auf Ja. der Webpage und so. Ja. Und nachher noch die x-tausend Aufrufe, die nachher auf YouTube Ja. kommen. Haben wir Zahlen? Hey, eben 5K live etwa gestern, aber eben, und jetzt stand jetzt gestern, sind 60.000 Aufrufe gewesen, Livestream, Okay. aber das wird noch aufgehen, das jetzt läuft, oder? Und jetzt sind alle Einzelvideos noch online und jetzt wird das noch gespreadet, Okay. also, Das ist auch eure Workflow, da ist heavy, Bro. hey, ja, Also wirklich heavy, Wie Bro. ihr alles hochgeladen voll. habt. Also weißt du, ich komme ja auch von einem professionellen Hintergrund, weißt du, aber Bro, die nehmen auf und am nächsten Tag ist einfach online, Bro. Ja. Videos einfach Er hat online. vorher gesagt, er so, in der Regel ist immer das Ziel, 12 Uhr mittags sollte spätestens online sein. Genau. Haben es eigentlich nie geschafft, außer gestern. Ja, heute, also, nein, was, Also heute, jetzt sorry. ist ein Montag, Sorry, ja, genau. wobei jetzt, heute, wo wir aufnehmen, Ja. das erste Mal ever, sind wir am 11 Uhr am alles top gehabt. Es ist ein schöner Erfolg fürs Team. Und das vergisst man auch. Es schaffen sehr viele Leute dahinter. Wir sind ein Team gewesen gestern von, und wir sind noch nie so gross gewesen, 37, 38 Leute, wo wirklich, also weißt, von, Produzenten, Produzentinnen, RedaktorInnen, Leute, die Küche machen, Leute, die Sicherheit machen, Leute, die, es ist ein riesiges Team, das dahinter steht. Und, weißt du, Gut, Küche, Bro. Ihr habt... ja, ist gut gewesen. Am Pablo Ah, nein, also, warte. Ah, sorry. Ich habe gedacht, Bar. Bro, ich kann so... Bar, ich sehe. Aha, ja, Bar, ja. Habt ihr Kaffee? Nein. Habt ihr Cola Zero? Nein, mit Wasser. Ja, wir stellen einfach Wasser zur Verfügung. Schon gut, Aber Bro, Wasser ist perfekt. es gibt am Pablo sein Cypher Chicken jedes Jahr. Weltberühmt. Auf Nacken von SRF. Weltberühmt, schön. Ich hoffe, es ist fein. Also ich zahle ja Seraphi für irgendetwas, oder? Er war 10 von 10 gewesen. Auch die Kuchen sind krank gewesen. Ja. Ich habe... Er so zu mir, er so, Bro. So mit den Augen, ich so, ja. Sag dann, ich will noch Kuchen. Ich so, ist gut, Bro, wir regeln. Ja, Ja, aber Mann. wo Sicherheit, Bro. Sag ihm, was ich gemacht habe. Was hast du gemacht? Wo ich vorbeigelaufen bin und nachher so, soll ich einfach die Mäntel Ah, sehen? Bro, wir haben da verhängt, dass du ja immer musst Bändel zeigen. Ja. Und beim ersten Mal hat er so gefragt und hat so uns gehabt, wir sagen, sorry, Bändel zeigen. Und beim zweiten Mal ist die Josh reingelaufen, als wäre es die größte Selbstverständlichkeit. Ja. Und der Typ sagt so, packt mit der Josh an der Hand und sagt, kannst du auch Bändel zeigen? Er so, hä? Er so, man kennt mich, was läuft? Ich so, hey, ich bin bekannt. Ja, der Und ich bekannt. so, Er so, der Ficker. ah, der. Er so, du bist so gestern meine Freundin geschrieben. Ey, Nice, und wie viel im Voraus plant er? Also jetzt ist ja Cypher 23 fertig, wenn die Fangplanung für Cypher 24 reinkommt.
Also wie lange im Voraus du so planen, weißt du? Also so, wir haben sicher bald mal so ein Debriefing, wo wir so reden, was ist gut gewesen, was ist nicht so gut gewesen, was kann man besser machen nächstes Jahr. Und dann so eine richtige Planung gehen wir etwa 3 Monate vor dem Cypher. Okay, So, okay. ja, genau. Ja. So auf Jahresbeginn, also wenn es im April losgeht, wenn der Cypher im April stattfindet, auf Jahresbeginn so die ersten Kick-Off-Meetings und dann, ja, voll. Und es ist wirklich, wir haben dieses Jahr gezügelt, wir sind letztes Jahr noch an einem anderen Ort gewesen, und das hat sehr viel mehr Arbeit dazu gebracht. Und jetzt, Achtung! Ja, Vandalismus! Ja, schon, das ist jetzt halt so. Sheesh. Ja, erzähl Genau, bitte. jetzt bin ich gerade aus dem Konzept, es ist kurz und bündig, ein schlechtes Omen, es geht ab und so. Ja. Nein, bitte nicht. Jemand macht auch. Ja, wirklich. Nein, und jetzt geht es darum, jetzt haben wir das erste Mal gestern das an der neuen Location gehabt, und jetzt geht es darum, das zu verbessern nächstes Jahr. Wir wollen stetig einen besseren Cypher haben und noch einen geileren, und Geil. ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ja, safe, ja. Wer entscheidet eigentlich, wer so kommt und wer nicht? Das macht der Pablo, ganz Alles. alleine. Das ist Ohne auch seit Siro? Jahr- Alles, ganz alleine. Ganz allein, der Pablo macht das Booking, das ist seit Jahren so. Er entscheidet, das ist auch noch krass. Das ist einerseits ist ein Vorteil, weil er sowieso alles kommt bündelt bei ihm rein, es reden nicht mehr Leute. Andererseits für ihn ist es natürlich eine riesige Drucksituation auch. Also er ist Ja auch von der Szene sehr oft MC Gatekeeper genannt. Ist das so? Ja. Das ist ein Gatekeeper. Bro, ein Gatekeeper ist jemand, der, also wie der Name sagt, jemand, der das Tor bewacht Aha, nicht durchlässt. und nicht durchlässt. Und es ist oft die Kritik, schau, ich sage ehrlich, ich habe den Pablo 2-3 Mal gesehen, so, ich kenne ihn nicht sehr gut, darum kann ich mich auch nicht dazu äußern. Aber was da sehr viel gesagt wird, ist, dass er halt, weil er hat halt sehr viel Sympathie mit den Luzerner Jungs, weil er ist schon mit dem Mimix und so und mit dem Livio, der halt auch mit ihm moderiert. Und darum haben sehr viele Leute lange das Gefühl gehabt, dass er zum Beispiel Luzern bevorzugt. Mhm. Er kann auch froh sein, dass ich nicht dort bin, sonst wäre nur Zürich um. Nein, aber und dann ist so wie die Kritik sehr oft gekommen, dass er die Person ist, die halt wirklich gewisse Leute nicht reinlässt, Bro. Oder? Hey, Und ich muss sagen, ich kenne einfach wenig Leute, die so viel Ahnung haben von Hip-Hop wie der Pablo. Das wird ja dann Kennst du Pelin? Pelin kann Ja, ich Pelin ist kennengelernt, natürlich- ja. Pelin, ich glaube, 80% von Schweizer Rap müsste ich bei der Pelin bedanken für all die Streams, die sich täglich generiert werden, nur durch sie. Ist das so? Ja, sie ich habe mit ihr nie Bro, über ich Hip-Hop habe geredet. nie, Cypher ist gar nicht so für mich ein Thema gewesen, Ja. bis vor 3 Jahren oder so, 4 Okay. Jahre Pelin gekommen ist und so zu uns heim und damals sind wir zusammen in der Wege und sie so jetzt, die wir, ich kann dir aber auch schon ein paar Mal Cyphers zeigen. ja fix, aber sie ist so gekommen und hat so ganze Cypher laufen lassen und hat so zu jedem etwas gesagt, zu jedem hat sie etwas gewusst, Lines hat sie ein paar Shout out gekannt und so. Pelin, Ja, man, Mann. real. Sie ist, Ja. und nachher habe ich so gesehen, so krass, es gibt ja, Bro, sie ist kranker Schweizer Rap-Supporter, das Ja. ist ganz krank, Ja. also das ist, Sie hat in vielen Aspekten vom Leben hat keine Ahnung. Aber, Das ist noch Ah, persönliche- Brunnengrarm, das ist noch ein persönlicher Beef von Twitter, glaube ich. aber wenn sie daraus kommt, dann in 2 Sachen, Bro. Und zwar ihre Fresse nicht heben und, so gewusst. und Schweizer Rap. Ja, Genau. ja, nein, eben, also, er kommt Uhren draus und er gibt sich jedes Jahr sehr fest Mühe, weil er die Philosophie auch vertritt, hey, es muss ein Querschnitt sein. Er hat ja wie so 3 Kriterien, wieso du an Cypher eingeladen wirst. Aktualität, Skills und Relevanz. Und Fokuhila. Und ja, wobei, dann wären noch andere dabei, die du nicht würdest dabei. Ja, egal. Wenn du eins von diesen Kriterien erfüllst, dann ist es legitim, dass du an Cypher kommst. Okay. Und das zieht er sehr, sehr genau durch. Und das, ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, er ist ein Gatekeeper oder er lässt jemanden nicht ein, weil aus persönlichen Gründen und so. Ich verstehe, dass Leute das so denken, weil eben, also viele Leute sind dann natürlich auch gekränkt, wenn sie nicht eingeladen werden, weil sie, wir haben es am Anfang gesagt, du musst Jeder selber denkt, er ist der denken, du Beste. bist der Beste. Aber oftmals ist Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung eine andere, oder? Und Ich liebe das einfach. ja. Ja, okay. Aber ja, ich finde, Pablo macht einen super Job diesbezüglich. Aber ja, es ist klar, dass wird das auch kritisiert. Ist okay. Bro, also wie gesagt, ich meine, der Pablo kann ja auch damit umgehen, dass er angefickt wird, muss man sagen. So, also, letztes Jahr war es, glaube ich, für alle schwierig gewesen, aber so, er kann gut damit umgehen. Aber, hey, Bro, also die eine Line vom, ich bin überhaupt kein Fan, aber vom Visu,
Ist auch nicht schlecht gewesen. Wieso SRF hat müssen das Rentalter aufentun, damit der Pablo noch kann, moderieren kann. Shoutout, wieso du Wichser. Wieso sagst du mir jetzt Wichser? Einfach am Haten, Bro. Nein, Spaß. Wieso? Nein, aber ja, reden wir schon schnell über etwas, was im Raum steht, und zwar Sira. Hat zum ersten Mal zum ersten Mal eine Frau gehostet, oder? Bei euch. Sie hat ja schon damals The Circle Enter the Circle, ja. gemacht. Und ja, Bro, es hat ein bisschen Kritik gegeben von vielen Orten, habe ich das Gefühl, wo Leute einfach gesagt haben, hey, vielleicht müsst ihr das Budget ein bisschen abschrauben oder 1, 2 Rapper weniger einladen und dafür ihr ein Mic geben. Hey, bis jetzt haben die Moderatoren immer mit einem Mic gearbeitet. Und dieses Jahr das erste Mal nicht. Nein, dieses Jahr auch natürlich. Wir haben aber durch das Zügeln und so, haben wir alles Technische etc., es ist alles neu gebaut worden. Vorher haben wir ein fertiges Radiostudio gehabt, wo wir einfach rein können und es hat gut funktioniert. Das Mal haben wir das Zeug nachbauen. Und ja, am Anfang hat es ein bisschen Kritik gegeben, dass die Hosts so ein bisschen nicht laut genug gewesen sind. Und das werden wir anschauen für nächstes Jahr, ob es 2 Mikrofone braucht. Ich glaube, es hat einfach auch damit zu tun, dass der Pablo sehr fest schreit und Sira eher so ein bisschen ruhig moderiert und dann geht das halt nicht mit einem Pegel. Aber ja, wir haben es dann versucht, während dem Event irgendwie verbessern und so, aber es ist, ja, das gehört auch auf die Liste von Sachen, die wir besser machen nächstes Jahr. Und ich glaube, es ist auch nicht einfach in einem Raum, wo wirklich einerseits wirklich sehr schwül und stickig ist, oder? Und wo so einfach nur ineinander reingeschrauen wird, 7 Stunden drin sein und einfach können durchheben. So. Das ist krass. Also ich meine, der Pablo hat um einiges mehr ist vor der Hütte schnell Luft holen. Das ist auch wieder Erfahrung. Und im Fall, also ich kann jetzt nicht für Sira reden, aber ich finde so, wenn du in einem Raum bist, wo einfach 90% Männer sind, wo halt also eine Rapper-Ego-Schiene fahren, dann ist es vielleicht auch nicht so einfach, zum so aus sich rauskommen und umschreien. Weißt du? Ja, und für das hat sie es super gemacht. Auf jeden Fall. Mega Respekt verdient, finde ich. Ja. Die einzige Kritik ist wirklich, dass sie einfach viel leisiger ist. Ja, also weißt du, es ist eben, wie du sagst, es ist für sie der erste Cypher gewesen. Es ist nicht easy so moderieren. Vor allem eben, wie viel kommen dort rein mit so ganzen Gang und es ist so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Es ist nicht, Darum, hey, ja, ich finde, es ist die richtige Entscheidung gewesen. Und wir haben ja das entschieden, weil der Livio keinen Bock mehr gehabt hat. Ja. Und dann hat sich das mega angeboten. Es ist ja wie klar gewesen, Sira ist sowieso das dritte Gesicht von SRF Bounce und es wäre alles also es hat alles andere keinen Sinn gemacht. Und darum, ich finde, sie viben super, Pablo und Sira. Okay. Nice. Das ist eher so, nein. Nein, Bro, ich kann zugelassen einfach und da kann ich nicht so viel groß sagen, weil ich habe ein Headset bekommen, das funktioniert hat. Nein. Das heisst, ich bin der mit dem kaputten Headset, aber ich bin ja drin gewesen, das heisst, ich habe den Beat gehört, aber nicht so laut wie die anderen vielleicht. Und ich habe ja auch gehört, was er sagt, also ist auch gut gewesen, so. Sonst. Es hat, glaube ich, ein Defekt. Wahrscheinlich haben wir den gedruckt. Pech, Mann. Schade. Egal. Wenn wir zu der Frage übergehen, es hat ein paar Fragen gehabt, die noch reinkommen von der Community. Eine ist, wieso sind so viele von den relevanten ZH-Artists nicht gekommen? EAZ, Jordan Parade. Hey, die sind alle eingeladen gewesen. Sie sind auch, haben sie auch zugesagt? Sie haben, also eigentlich haben sie zugesagt, aber Leute vergessen oftmals, dass die Leute auch von sich aus wieder absagen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiss jetzt nicht die genauen Gründe, aber wir haben gehofft, dass sie kommen, aber sie sind verhindert gewesen. Ich weiss nicht genau warum. Also EAZ, Zen, Jordan, Native. Es hat ein paar gegeben, Tommy Versetti. Aber der hat gar nicht zugesagt. Der hat nie richtig. Ja, stimmt, der hat nicht zugesagt. Ja, genau. Aber das gibt es jedes Jahr. Und es ist natürlich schade, wenn es zu den grössten Exponenten im Schweizer Rap gehört. Aber das kannst du halt nicht machen, gell? Das ist, sie haben auch ihre Verpflichtungen. Und wenn es etwas Wichtigeres gibt, dann was ist schon wichtiger als Cypher. Aber nein. Ja, das kannst du wahrscheinlich eben, gerade als frischer Vater kannst du noch eher nachvollziehen, oder? Ja, weißt du wie, ja. Dass es etwas Wichtigeres gibt, sicher. Voll. Aber lustig, ich habe mit dem Drini und dem Gens noch gestern geredet und sind ja beide auch frisch Vater geworden. Ja. Und wirklich so eine Woche Unterschied alle drei und dann haben wir noch so einen Daddy-Tag gehabt. Ja. Das ist noch, ich hätte auch noch mitreden. Ja, du bist auch ein Daddy, ja. Logisch, Daddy-Vibes.
Es tut mir leid. Das war ein bisschen unangenehm gerade. Es tut mir leid. Alles ist. Eine fragt noch, hat die Person, die ihr in der Folge mit dem Hero zensiert habt, auch einen Cypher-Part gehabt? Das kann ich beantworten, ja. Und ich verstand es nicht. Aber ja. Ah, jetzt check ich's. Ja. Ja, wolltest du nicht sagen, wer Nein, aber ich kann es nicht sagen. Alle, wenn sie wissen, nicht? Du weißt es, ich habe es dir gesagt, gell? Du hast es mir gesagt, Ja. ja, ich weiss es. Hey, ich glaube einfach, Soll er wird ich's einfach sagen? immer wieder eingeladen, weil einmal hat er an Pablo imponiert. Und seitdem habe ich das Gefühl, du wirst einfach... Hey, ich glaube, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, damit die Leute, weil du willst ja nicht, dass man das weiss. Genau. Ich glaube, er hat einfach so einen mega eigenen Style, Ja. wo sehr viele Leute können etwas damit anfangen Ja. und dann hat er unter 100 RapperInnen auch seinen Platz verdient. oder? Von wem reden wir? Von dem, wo wir zensiert haben bei der Folge mit Aha, dem Hero. Weißt du, welche? ja, fix. Jetzt check ich es. Okay. Ja. Sorry, mein Kopf ist nicht so ganz so wie Ja, wie alles gut. ihr mit klassifizieren und so Wörter am kommen. Wer ist, Sorry, wer Bruder. ist der Mr. X? Wer ist der Mr. X? Ich. Einer schreibt, wie kann der Mr. X beim SRF arbeiten und so Scheiß rauslassen? Ist es der Julix? Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich schwöre mal, ich habe das nicht gewusst. Bruder, es fällt der Lüge. Aber ja. Shit, wieso haben wir denn nicht? Lüge. Ja, Wir haben das den K, ist wir haben den wirklich K ganz genug. am Anfang, ja. Müssen wir rein tun. Aber der Josu hat das in seinem Podcast gehabt, darum machen wir nicht. Ah, stimmt. Es ja. ist ein inoffizieller Schwanzvergleich am Laufen zwischen dir und Ja. dem Ah, ja, aber sein Podcast ist tot. Also Bro, weißt- nein, aber ich habe Josu du hast gestern gesagt. gesagt, was er jetzt macht mit dem SRF, Bro, das unangenehme Interview und so. Ja. Richtig geil. Ja, Ich finde es richtig fest. Ja, voll. Wird es auch mal einen internationalen Slot geben im nächsten Cypher? Hey, wir haben mal einen albanischen Rapper gehabt, wie hat der geheißen? Ich weiß es nicht mehr genau, Buta oder so. Ich wollte nichts Ja, Falsches sagen, ich glaub, bitte schlitzt mich nicht auf. Wie Kosovaren das sie so machen, oder was? Ja, nein, wirklich. Wir haben mal einen gehabt, das war crazy gewesen, der ist gekommen und hat abgerissen und das ist Das ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Nein, es ist etwa 3-4 Jahre her, ja. Ein bisschen dünner, gell? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, er hat nur Albanisch gerappt. Ja. Ich brauche Ja. kein Wort verstanden, aber Ja. es ist, also wenn es der ist, was ich meine, der hat Ja. Flow. Krank. Der Monet war mal gewesen. Er ist ein Schweizer, also das, Ja. aber man nimmt ihn halt als internationalen Artist wahr. Drum, Wieso ist er nicht mehr gekommen? Hey, ist eingeladen. Ich glaube, er hat eine grosse Tour Ich jetzt lüte ihm gespielt. sonst und mal so. an. Ja, du kennst ihn ja, oder? Lütst ihn mal. Ja. Nein, Was ist mich eigentlich? Was eigentlich? Bro, nein, alles gut. Okay, cool. ja, und ja, also wäre schon geil. Wäre schon geil mal. So Kendrick ein Sido, Lamar. Kendrick Lamar. Ja. Oder irgendjemand, aber ja, es ist jetzt auch nicht, also wir geben nicht, wir stecken nicht mega viel Energie rein, um versuchen internationale Stars reinzuholen, weil erstens ist es schon unrealistisch, also wenn Ja, und das ist ein Event für Schweizer Rap. ja, Punkt. genau, es ist, Ja. für Schweiz, es ist ein Schweizer Rap-Event, absolut. Ich meine, ein Tag im Jahr darf es ja geben, wo es um Schweizer Rap geht. Bro. Absolut. Also wirklich. Ich meine, ich will dir nicht auf, egal. Sag, Wie hat der Scheiß geheißen, Mann? Das Joyce. Impala-Stadion. Aha. Oh, Das Festival. ich tue mich enthalten. ich sage auch nicht. Geier. Stimmt oder stimmt nicht? Druck alles. Alles. Wie schwer ist es logistisch, so viele Leute zu organisieren für ein Cypher, dass auch wirklich alle kommen? Hey, also, gell, 2-3 Wochen vor dem Cypher, der Pablo, der das ganze Booking macht, mein Gott, was der für einen Druck hat, was der für einen Stress hat und so, das ist ultimativ schwer. Vor allem, sind wir ehrlich, Rapper und Rapperinnen sind nicht die zuverlässigsten Menschen auf, auf dieser Welt. Auf dem Welt? Auf Redutsch. Verdammte Ausländer, Auf Alter. dem Kommt Welt. er da an, er rührt mit... Ich denke, kannst du mit klassifizieren und so Punkte. Und dann aber nachher Schon der Kurs aus dir raus, hä? Ah, Mann, Da, gib noch 15 Minuten und nachher kann kein Satz mehr bilden, Bruder. Er geht nachher rein. Er so, was läuft? Machen wir es nicht mit Vibe. Pauschal go Frau schlagen, einfach weg mit. Ja. Nein, okay. Nein, sorry, also... Geil. Ja, nein, eben. Nicht zuverlässige Menschen, prinzipiell. Man kann natürlich nicht überall, blablabla, aber ja. Hey, es ist schwierig. Es ist absoluter Horror. Und es führt eben dann auch dazu, dass eben 100 sind eingeladen und am Schluss kommen 85 oder keine Ahnung, dann rufen die Leute an und sagen, ah was, das ist heute, ich habe gedacht, das ist keine Ahnung, gestern gewesen. Nein, eben, also, aber irgendwie funktioniert es trotzdem immer. Weil die Leute, mittlerweile ist das einfach so gross, dass die Leute, sie checken, was das für eine Plattform ist und dass sie können, wenn sie abliefern, dass das gut kann sein für sie.
Und ich glaube, viele nehmen es auch ernst mittlerweile. Und das weißt du, merkst es ja auch, der Text, den sie schreiben, sie geben sich richtig hart Mühe. Wenn man es immer versteht. Ja, nu. Okay. Skala 1 bis 10, wie groß ist dein Schwanz? Das steht da. Schau, Bro, sag, dass das steht. Ja. Ich schwöre. Ich sag, warte, jetzt muss ich eine schlagfertige Antwort haben, ich habe keine. Stabiles Eis. Baba. Das finde ich immer gut, weil nachher erwartet sie nicht zu viel und sind gleich überrascht. Ja. Schwierig. Schwierig heute, ja. Ja, schwierig. Nachher schreibt Blick so Artikel, so SRF-Mitarbeiter sagt. Ja, es hat wirklich sehr viele Hate-Fragen, muss man auch sagen. Was Also auf passiert, also auf Personen Personen bezogen, wo du du nicht kannst beantworten. Wieso ist der da? Wieso ist der so ein Hurensohn Ja, ja, und was ja. weiß ich. So. Genau, ja. Haben wir ja schon viel mal. Wir können nächste Folge über ein paar. Was passiert Spannendes außerhalb vom Studio? Drama mit mehreren A. Hey, das könnt ihr jetzt beantworten, ihr seid der gewesen, oder? Bro, hast du für Chicken gegessen? Das ist überraschend kultiviert, Ja. muss man sagen. Ja, es ist für einen Moment, der Fabi und die Jungs sind dort gewesen, kurz am Anstehen. Stimmt, es hat kurz. Ja. Und es ist ein bisschen länger gegangen. Und nachher hat einer nach dem anderen sind die Sprüche gekommen, ich kann so müssen lachen, Alter. Zahle ich für das Gebühren. Und es ist einfach so ein Foodtruck von extern wahrscheinlich. Ich weiß nicht mal. Bro, über du Essen- kommst ja essen gratis über, Bro. Hab doch deine Fresse, Alter. Der eine ist 10-mal go Ey, essen das holen. ist der ganz... 10-mal. Das ist... Ich liebe Kennex wegen dem. Ja. Ich habe einfach so gesehen, 4 Kennex kommen immer wieder neues Poulet über. Ja. Aber es ist nicht am Anstehen. Dann sehe ich so 2 Kennex und ich sage, nochmal eine, nochmal eine. Ja. Und die Arme, das ist halt egal. Die hat rausgeholt, maximal. Ich hätte auch gemacht. Ja. Nein, also was passiert, ich glaube, es connectet sehr viel miteinander, aber es hat im Fall auch schon gegeben, dass Leute irgendwie, du hast gemerkt, das ist keine etwas ist Konfrontation. nicht gut und Okay. so, weißt du, Schade. aber es ist jetzt noch nie eskaliert oder so. Schade, gestern wäre Potenzial rum gewesen, aber Wo? Erzähl? Ich habe nicht mitbekommen. Nein, wo doch wieder auf Julex Ach, umrührt. nein. 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 Aber können wir schon drüber reden? Ich check einfach nicht. Wieso, Bro? Mit Look, Schutzweste, man Bruder. muss ja sagen, Bro. Er repräsentiert ja, also ich hoffe es, er repräsentiert eine Kunstfigur. Ja, so, absolut. Oder? Ja, ja. Also, so. Also, sorry, falls ich da ein Geheimnis von dir verrate, aber er Also- ist in echt natürlich Hä? ein anderer Mensch. Ja, Bro. Und ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass Rapper über Rapperinnen sehr überspitzt etwas machen. So, oder? Und dann muss man sagen, wenn er dort auftritt mit der Entourage von 4 Bro, er ist nicht mit so dem- ernst zu nehmenden mit dem Partyverein gekommen oder so. Sicherheitsleuten und findet, das ist jetzt mein Rücken. Und nachher rappt er Lines wie, wenn ich will, kommen 4 Jungs dich besuchen und was weiß ich. Bro, er macht ja wirklich volle Kunstfigur draus. Und für das, Bro, ich meine, schlussendlich, es hat sich nicht, es hat schon 100-mal gegeben, so ein Moneyboy oder so, was weiß ich. Ich weiß, es geht auch in die Bro, Richtung. Moneyboy ist aber... Es geht auch in die Richtung. Bro. Hör auf Moneyboy. Nein, es geht einfach in Keine die Richtung. Du Disrespect. kannst es ja selber werten, wie du willst. Ja. Oder ein Young Huren oder so. Ja. Weißt du, es geht alles in die Richtung. Und das Ding ist, so ein Musiker wie der Julex, er polarisiert halt mit seinem Aussehen und mit seinem Auftreten. Man kann darüber reden und sagen, vielleicht muss er kompensieren, weil er kein Talent hat. Ich weiß es nicht. Das kann man sagen. Ja. Aber, Du hast mir wieder unnötige Minuten gewidmet, Bruder. nein, Bro, aber weißt du, Ja. das macht er gut, Bro. Das macht er gut. Also weißt du, so mit dem. Ich glaube, was man auch muss sagen, wenn du gekommen bist als Newcomer vor einem Jahr und du hast für Furore gesorgt Ja. und dann, wenn du nächstes Jahr willst, auch an das anknüpfen, Ja. dann musst du kreativ sein, dann musst du dir etwas einfallen lassen, weil oftmals ist dann die Gefahr, dass du kommst und etwas Ähnliches versuchst und es ist wie, es interessiert niemand mehr, weil der Überraschungseffekt ist nicht mehr da. Ja. Und dann musst du dir halt so Sachen überlegen, oder? Voll. Von dem her, ich finde es Und fair. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, zum erfolgreichen Rapper oder Musikerin, Musiker sein, musst du einfach am Geschäftsmann sein oder Geschäftsführer. Also weißt du, so, das gehört halt alles dazu. Ja. Ja, aber reden wir noch schnell ein bisschen drüber. Hast du keine weitere Frage, oder was? Bro, es hat schon ein paar. Sind viele reingekommen? Hey, es sind im Fall doch ein paar reingekommen, ja. Geil, Schau, Mann. das schafft im eigenen. Das heisst, Cypher ist interessant. Sicher, Bro. Also, Really? jemand schreibt zum Beispiel noch, was ist das Budget für die ganze Zeit? Das ist verdammt schwierig zu beantworten. Das ist so die Kanaken-Frage. Ja. So, so. Was Sag kostet? mal. Alte Männer, alte Kanaken-Männer, so mit Armen verschränkt, so vor einem Haus stehen und so sagen: Negativ, ne? Ja, was kostet? Was kostet das? Hey, ja, also. Also, du kann hast ich gesagt, nicht sagen. 38 Leute, die arbeiten Ja, an dem Tag, ja, oder? ja, Und ja, die haben ja. alle einen Tagesersatz. Also, Ja, es ist ein grosses Es ist schon ein Betrag. Also für unseren Bereich ist das eigentlich der grösste Event, was es ja. gibt. So. Es ist ein grosser Betrag, der wahrscheinlich da umgeht. Ja. Ja, also, was ich kann nichts sagen. Ja, wieso, ja. aber, also vergleichen mit anderen Sachen,
Auch Jetzt im nicht Hip-Hop-Bereich? einmal- Im Hip-Hop-Bereich ist es gross. Ja. Aber mit anderen Sachen, so, was so Events und Produktionen und so angeht, ist es einfach gar nicht mal so gross. Ja, natürlich. Also so eine Benny-Thun-Show, ich glaube. Ja. Das ist ein anderes Level. Aber es ist schön, dass so viel Kapazität trotzdem, dass man das gibt, oder? Und dass es, aber es ist halt Nachfrage da natürlich, oder? Ja, und also die Liebe ist ja gross. Also weißt du, wir haben jetzt über Hate letztes Jahr geredet, dies, das und so kritische Stimmen, aber im Fall, man darf nicht vergessen, die Liebe ist riesig auch. Und die Leute sind hure happy, dass es so eine Plattform gibt. Also ich habe gestern von so vielen Leuten gehört, hey, danke vielmals, dass ihr so etwas macht für Schweiz Rap. Und ich möchte das weiterhin durchziehen, das ist hure wichtig. Ja. Was würdest du sagen, so im Vergleich zu, ich meine, du machst jetzt wie viele Jahre bist du beim Cypher? 2 Jahre. Also, das war mein zweiter Cypher, Das ist dein wo ich als im Team mitgewirkt habe. Aber du hast auch schon viel Cypher geschaut früher. Ich bin oft am Cypher gewesen. Ich habe sogar mal gerappt am Cypher. Ah, was? shit. Welches Jahr? 2016 oder so. Ui. Ich habe früher gerappt, darum Ah. ich bin nicht stolz drauf. Also mal immer noch besser als die meisten Jobs. Aber Aber bist du der Alpagan? Bist das du? Nein, du bist der Müsli. Okay. Ja. Warte, ich muss schnell Monobrauen machen. Nein, ich komme ja aus dem Rap. Ich habe ja selber auch Rap gemacht und so. Und ich bin oft einfach privat am Cypher gewesen und jetzt seit 2 Jahren mit dabei im Team. Und das ist das Geilste, Mann. Also weißt, ich muss ehrlich sagen, ich bin so privilegiert. Ich habe einen Job, wo ich das kann leben, was ich auch sonst konsumiere privat und arbeite mit Leuten, die ich sonst interessant finde. Und man darf nicht vergessen, das ist sehr eine geile Position und wo Spass macht und es gibt so viele Menschen, die gehen nicht gerne arbeiten und hassen ihren Job und ich bin wirklich dankbar, dass ich das nicht kann von mir behaupten kann. Darum Demut. Bro, du kannst schon ehrlich sein, wir schicken das nicht SRF. Alles gut unter uns. Du kannst schon nicht mehr droppen, wie bei Cypher. Du kannst schon nicht mehr droppen und sagen, wer was gemacht hat. Ja, easy. Ja, nein. Und jemand hat gefragt, also, eben, du bist seit 3 Jahren dabei. Was ist dein all-time Cypher-Favorite? All-time? Ja, das habe ich auch nicht. Wow, schwierig. Es gibt ein paar, weißt du, es gibt so... Also das, was mir jetzt als erstes in den Sinn kommt, ist Physical Shock 2017. Bro, 2017, kein Cypher. Kommt er da so eine? Das ist krass gewesen. Ich habe auch auf Twitter gesehen, gewisse Leute haben geschrieben, hoffentlich wird Cypher 24/17. Das ist doch auch dort, wo Jamal so seinen Krankenauftritt hatte. Ich glaube, mit ja. UTW und so Ich glaube, Zeugs. ja. Das war ultimativ krass gewesen. Hey, jetzt so auf die Schnelle ist schwierig so. Sag dir, was haben die noch? Ey, ich finde im Ich Fall... sage auch, 2017 ist pauschal mal. Ja. Aber dort ist ja wild. Also ich meine, sogar ein Dave und so haben dort abgeliefert. Weißt du, so Mimix, Dave. Ja. Also ja. Mimix hat auch, ganz ehrlich... Mimix so, hat ein paar Mal gerissen, gell? Mimix hat ein paar Mal wirklich krank gerissen, Bro. Ja. Lo Ludwig hat ein paar Mal gerissen. Tommy Vercetti, Tommy Bro. hat ein paar Mal gerissen. Tommy Vercetti hat kaputt. Kneck hat ein paar Mal gerissen. Keine Ahnung. Nein. Es gibt schon ein paar, aber ja. So spontan kommt mir vor allem der Physical Shock Moment in den Sinn. Ja. Der Das ist ist schon crazy wild gewesen. gewesen, Alter. Das ist ganz Crazy. witzig. Und sie sind vor allem auch noch, sie sind noch hungrig gewesen, so Ja, richtig ja. hungrig. Sie sind reingesagt, der Zäb steht, Ja. ich meine, das ist jetzt 6 Jahre her. Ja. Er ist noch nicht so Nein, bekannt gewesen. Klar, man hat schon gewusst mit dem Zähn und so und man in so Wetzikon und Co. In Zürich hat man ihn ein bisschen gekannt. Aber nicht ansatzweise so wie heute. Und er ist gekommen und hat einfach, Dynamit abgelassen, Mann. Ja, Wirklich. Es ist crazy. Zersägt. Zersägt, wirklich. Ja, dann versuchen wir, weiß nicht, nächstes Jahr, eben, wie Leute gesagt haben, wie Cypher 17 machen. Und, Bro, wenn die Leute nicht kommen, so, eigentlich müssen wir wie Militär machen. So, wenn die nicht Aufgebot dort sind, dann sagst du, Leute, euch an. Ja. Wir haben ja die Nummer, Bro, wir können dich einfach holen, wir Ja. können dich auch locken, Bro, der eine oder andere können wir locker. Ja. Ja. Und dann gibt es Cypher 24, gibt es einen ganz absolut behindert, gibt es einen ganz kranken Cypher. Machen wir einen kurz- und bündig Block. Bro, ich schwöre, macht einen Live-Podcast vor Ort. Wir machen einen Live-Podcast vor Ort. Erst macht er seinen Partner, kommt rüber und sagt er, was er gut gefunden Jetzt hat. hat er ja, fix. Also ich habe vergessen, noch Dings beleidigen, ich kann euch jetzt noch Mike. Aber ja. Ja, Ja, gut, ja. SRF Bounce ist irgendwo durch auch ein bisschen ein Konkurrenzprodukt, wenn du so willst. Mit zu was? Zu euch? Ja. Findest du nicht? Also, nehmt ihr das so wahr? Nein, also mit Konkurrenzprodukt, also ich finde ja, jeder, der audiovisuelle Medien kommuniziert, Red Dutch. konsumiert,
Das heisst nicht, dass er nach 1 Stunde pro Woche nachher fertig ist. Also, ich glaube, es interessiert viele Leute mehr. Aber ich meine jetzt auch, wie wir halt auch Gäste haben, die ihr habt und vice versa. Hey, also, ich finde das voll easy. Ihr sind ja vor allem, klar, wenn ein Rapper, eine Rapperin kommt, dann haben die ein Interview mit ihnen, aber ihr redet auch breit über ganz viele andere Sachen. Ja, so also, halt wie unter Jungs, unter Kollegen, voll. so entspannt, ja. Voll. Und darum, das ist auch, also das sage ich auch ehrlich, und das ist nicht Schleim und so, das ist der einzige Podcast, den ich höre. Küsses Herz. Weil ich kann mit dem Medium-Podcast nicht viel anfangen. Das ist für mich, ich kann auch nicht so, ich pendle nicht und so, und ich habe nicht die Zeit, um so eine Stunde oder stundenlang pro Woche etwas zu hören. Aber euer Podcast hat mich von Anfang an gecatcht, und zwar, weil wir gleich sozialisiert sind, man. Weil wir vom Gleichen herkommen, weil ihr die gleiche Sprache redet wie wir, wie ich, und du verstehst das gerade sofort. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, wieso ihr so Erfolg habt, weil plötzlich Leute, die sonst nirgends angesprochen werden von irgendeinem Podcast, jetzt mit dem können etwas anfangen, oder? Ja, und das ist einfach geil. Ja. Herz. Und jetzt, ich muss sagen, das sage ich aber, seit ich ein Baby habe und in der Nacht muss so umtragen und shoppen gehen und so, jetzt dort habe ich auch mal ein bisschen Zeit zum Podcast hören. Und jetzt habe ich angefangen, Zivadili-Ring hören. Zivadili-Ring hören. Und ich finde es genial. Nice. Shoutout. Sie machen es Sie gut. macht es sehr gerne. Habt ihr gegen sie den Award verloren? Nein. Ihr hättet ihn verdient, Mann. Bro, mit jeder Präsident verdient, aber soll ich machen, Bro? Wille ist gross, Augenmachen ist grösser offensichtlich. Ja, Nein, alles gut. Ja, der Podcast hat der eine Folge hat, oder? Hey, das ist okay. Ich sag nichts, aber... Auf, Mafia! Nein, alles gut. Er ist enttäuscht, Bro. Der Vater ist enttäuscht. Ich finde den Instagram richtig geil. Einfach Baba at SRF Bounce. Ja. Einfach Baba, Bro. Ich finde richtig... Wie hast du zum Beispiel die Vater gespeichert? Mit Vor- und Nachnamen? Nein. Wie heißt du? Baba... Irgendwie Baba oder so? Ja, so. Du? Ah, sorry. Oh, fuck, ich bin reingelaufen. Es tut mir so leid, Bro. Ich bin so reingelaufen. Nein, ich kann nicht wirklich Ballen, ich kann nicht extra mal Ballen. Nein, Bruder. Nein, komm da an. Oh nein. Sag. Oh nein. Ich schwöre, ich kann nicht extra mal. Shit, hast du keine irgendetwas zum Drucken? Bro, ich kann gar nicht mehr aufmuntern, Bro. Someone like you. Hello darkness, my old Ja, aber friend. Bro, du hast auch die Vater als Baba? Ey Bro, nein, ich kann nicht als Papa speichern. Ah, okay. Ich kann ihn als Erzeuger. Nein, nein, alles gut. Cash. Wie hast du gespeichert? Baba aller Babas. Baba aller Babas. Baba aller Babas. Ja, richtig, ja. Und sobald du Vater wirst, wird der Gross Baba. Er wird Muchtar von meiner Familie. DD aller DDs. DD aller DD. Hey Bro, es war ein sehr angenehmes Gespräch gewesen. Ist schon vorbei? Hey, wir sind jetzt bei ein bisschen mehr als einer Stunde. Hey, im Fall, jedes Mal, wenn ich höre, denke ich so, was, jetzt ist schon vorbei. Hey, So Bro, machen wir nicht länger. ich habe gedacht, es gibt eben die Community-Fragen, aber ich sage jetzt mal, 80% von den Fragen sind einfach, wie sind der HS gerippt? Ja. Was macht, wie hat der über das gerappt? Meinung zu dem Import, Meinung zu dem. Und dann denkt man so, haben wir alles schon angeschnitten. Aber, etwas habe ich noch. Das ist nur eine kurze Frage. Ja, unbedingt. Bro, wie alt bist du? 34. Du siehst viel jünger als 34. Küss dein Herz, Wirklich. Bruder. Oh, Wirklich. Das Einzige, was an 34 ankommt, ist dein Vaterbüchli. Der ist... Wieso sagst du das jetzt, Mann? Jetzt hast du mir so schön... Bro, chill! Nein, Bro, ich wäre schon so Vaterbüchli, Nein, Bro. Gut, Bro, Mann. Nein, Du fix. hast aber auch... Ab 30 ist im Fall anders. Sie sind noch nicht 30, oder? Bro, nächstes Jahr. Ab 30 ist im Fall irgendetwas ändert sich und nachher Ey, plötzlich... bist du noch im Kopf wie 16? Kann das sein? Hey, ich fühle mich schon jünger als 34 Aber gut, jetzt, wo du im seit der Kopf. Vater bist, ist etwas anderes vielleicht. Ja, nein, aber immer noch sehr dumme Ideen im Kopf. Bro, So. ich mache mir echt ab und zu ernsthaft die Sorge um mich. Ich Nein, denk mir- das ist normal. Ich denke mir so, nächstes Jahr wirst du 30, aber Verhaltensmuster aufs ganze Leben bezogen, auf jeden Aspekt vom Leben, wie 16. Voll normal. Und es ändert sich wirklich nichts mit 30, ich schwöre. Geil, Es ist geil. genau Also eigentlich, gleich. ich bin... Ja. Ich bin denke, jetzt dass es schon so bleibt, es geht Rückenweh, nicht um das, ich denke, dass es so bleibt. Ja. Ich bin happy. Ja. Frage ist, bis 30 kannst du so leben, aber 30, wenn du Verantwortung hast, geht Nein, das auf. scheiß auf das, man. Das Bro, ich ist sag dir ganz ehrlich, Gesellschaftsdruck und so. 30 ist 29, Bro. Meinst 100%. Aber bei etwas sehe ich das, wenn man Familienplanung angeht. Die meisten sagen ja, vor 30 überhaupt kein Ding. Zuerst mal Ja, aber meine- gut, wir haben auch keine biologische Uhr, Bro, ganz ehrlich. So, wir haben ja auch Ja. nicht den Druck, dass wir mit 30 langsam... Nein, aber wir haben kurdische Eltern, Bruder. Ja, Ja, aber machen euch Eltern Druck? fair. Meine gar nicht. Druck! Bro, ich bin auf die Welt gekommen, mein Vater hat schon gefragt, und dann sind wir so weit. Bro, meine Mutter hat... Wirklich? Nein, ich mein- also Druck hat nicht im Sinn von, Bro, ich muss auch sagen, meine Eltern sind, obwohl sie
in der Kultur von Thun aufgewachsen sind, auch Kultur von Thun eigentlich mitgenommen haben. Und wenn du so willst, nach dieser Kultur, die früher leben, sind sie brutal so richtig offen. So. Sie sagen schon immer wieder, ey, wenn du heiratest, so als Spaß. Manchmal auch so. Ein bisschen ernst, ein bisschen Du verstehst, weißt du, es ist Witz, aber es ist schon so, aber gibt es etwas Neues so in dem Bandbereich. Aber, Bro, mittlerweile ich tu mich einfach zurückstressen mit so Sachen, weißt du. Bro, ich kann jedes Mal reinlaufen in die Wohnung und das, was sie fragen, ist, wann bringst du eigentlich Kinder rein? Dann sage ich als Spaß, viel kann ich auch Scheiß unterwegs, es ist Scheiß aber ich traue mich nicht zu sagen. Und ich finde es Tunen viel schlimmer. Wenn du so runtergehst und dann auch so Bodyshaming. Mann, wieso ist Bodyshaming in unserer Kultur so verankert? Oh mein Gott. Sagen jetzt entweder sie sagen, hey, Kilomo Alden, hast du zugenommen, oder sie sagen, Olum, Brasiemek, isst mal etwas. Es gibt nichts dazwischen. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin jahrelang ja nicht an Hochzeit und so gewesen, und ich bin jetzt auch vergleichsweise ein bisschen aufgegangen, so im Vergleich zu den letzten paar Jahren. Und Bro, ich sag dir ganz ehrlich, einer der Gründe, wieso ich nicht an die Hochzeiten will und so, ist, weil einfach jeder findet, er muss einen Kommentar über mein Gewicht sagen, Bro. Bro, scheiß mal auf Gewicht. Ich bin Neujahr gegangen, Bro. Meine Eltern sind dort im Dings. Und ich habe so gesagt, hey, ich bin bis am 11, 12 Uhr rum. Und dann gehe ich eben weiter, wir haben eben mit Jungs Programm. Ich brauche dort so jenste Leute von meiner Familie, so lange nicht gesehen haben. Bro, und das ist einfach original das, beim Reden, ich mache so. Also ich rede jetzt mit dem Jost, ich mache einfach so. Oh mein Gott, einfach auf die Hairline umschauen. Bro, dann mach einfach so. Und dann fragt es mich einfach, jemand fragt mich so, mein Onkel fragt mich richtig eiskalt. Hey, Sarah, wenn du hast mit den Haaren angefangen? Bro, Fun Fact, wenn ich ihn anschaue, es glänzt. Er strahlt. Ich so, kein, wenn es bei dir angefangen hat, in dem Fall. Nachher so, so mit 30. Ich so, in dem Fall bei mir auch, weißt du, so, ein bisschen früher und so. Aber ja, Bro, es ist, entweder ist der Rand, Hairline. Crazy. Wieso hast du kein Kind, wieso hast du keine Frau, wieso hast du keinen Mann? Alles. Bro, die Leute lieben einfach Footnamen, Bro. Bro, es ist einfach, in unserer Kultur ist ja, 100% ist wichtig. Also nein, es ist, wenn der Kuchen 100% ist 20% ist wichtig, was du willst, 80% ist, was die anderen von dir denken. Ja, voll. Was die anderen von dir denken, das ist das. Was sie können von dir denken. Oder deine Eltern, weißt du, so, was, es geht immer um so Vergleiche, das ist schon schwierig. Wir leben schon ein bisschen fest in dem gegen rausstrahlen. Das ist schon schlimm. Also, Bro, also das beste Beispiel, ich trage das mit, ich finde es eigentlich etwas Geiles, aber grundsätzlich ist es etwas Dummes. Etwas vom Wichtigsten ist für uns, ein fettes Auto haben. Hey, das ist schon krass. Und also weißt du, das ist auch etwas, so Markensachen. Ja. Ich bin zum Beispiel, das ist glaube ich eine von meinen grössten Sachen, die ich an mir selber kritisiere, ist, ich finde den Scheiß einfach geil. Ich trage gerne Marken, die das ist ein geiler Pulli, Bro, muss sagen. Ich glaube, ich habe von einer ähnlichen Marke, wo ist das? Das ist, ich darf keine Werbung machen als SRF-Mensch, ich sag dir nachher. Ich fange mit, ist wie Asch, einfach auf Dings. Auf andere Sprache. Ja. Ich kann auch. Ja. Ich auch so eine, einfach T-Shirt. Auf jeden Fall, und dann gibt es sehr viele Leute, die mich für das roasten. Und ich verstehe es. Weißt, ich verstehe ja auch, okay, du kannst das Geld eigentlich besser sparen. Es ist natürlich nicht mega sinnvoll investiertes Geld. Aber das kommt auch von irgendwo, Mann. Das kommt von, wir sind nicht reich aufgewachsen da. Nein, Wir haben immer all Schweizerinnen gesehen, die alles gehabt haben. Und du hast so als Kind, hast du das Gefühl so, wow, ich will das auch. Du wirst so sozialisiert. Und dann, wenn du dann irgendwann dir das kannst leisten, obwohl es dir vielleicht gar nicht kannst leisten, scheiß drauf, du kaufst das. Das ist voll so, Bro. Das ist voll so. Bro, ganz klar. Wir tun die schönen Kleider und die Marken als Statussymbol gesehen, wie wir es einfach das Leben lang nicht hatten. Ja. Also ich meine, ich weiss noch, als ich so frisch in die Pubertät gekommen bin, es hat mich Marken und es hat mich nie interessiert, Bro. Aber zum Beispiel, ich han hey Bro, irgendwann angefangen mit so, gefunden, hey, ich wollte jetzt auch Converse tragen. Ich meine, Bro, Converse, was sind das? 80 Stutz. Heutzutage denke ich so, ja, easy, weißt du. Damals, Bro, ich musste 3 Monate lang, weißt du, so meiner Mutter sagen. Und vergiss es, dass ich dann die würde kaufen für 20 Stutz, weißt du, die so fake sind. Fix. Oder, Bro, für mich ist die grösste Marke als Kind, als Jugendliche, ist so, Tom Taylor ist so richtig Baba elegant gewesen für mich, weißt du. Meine Mami ist dann immer im Winter Sommerkleid kaufen. Ja, so im Sale und so. Ich habe immer Air Force, also bei uns war schon Air Force Ones gewesen. Das ist ja jetzt wieder, aber damals, als ich halt so Teenager war, Mann, ein Paar hat 180, nein, jetzt sind es 120. So, das kostet. Und meine Eltern haben gesagt, was? Aber die haben damals schon 120 gekostet. Und damals sind 120 gekostet, nicht die gleichen 120 ja. Und die so, spinnst du? Ja. Aber weißt du, kannst ja dann, wenn alle Freunde von deinem Kind das anhaben,
kannst du ja auch nicht immer sagen, nein. Irgendwo du hast auch den Stolz. Und dann sparen sie, weißt du, und machen alles und dann bekommst du einmal ein paar und das ist so dein Heiligtum und dann bis es abgefickt ist, drehst du das um aber das löst etwas in dir aus, oder? Und darum habe ich das Gefühl, hat das bei mir das ausgelöst und ich bin ein bisschen ein Konsumopfer, aber was will ich machen? Bro, das stimmt schon, aber ich finde es eben schon krass, wie zum Beispiel so Schuhe, die halt die 120 Stutz kosten, das heißt für mich wirklich, also Bro, ich habe eine traurige Geschichte, Bro, wo ich oft daran zurückdenke. Und zwar, als ich im Kinski war, das ist so 99, 2000, sind so die Microlino-Trottis frisch rausgekommen. Weißt du, was die damals gekostet haben? 150. 200 Stutz, Bro. So ein Microlino-Trotti, 200 Stutz. Und ich weiss noch, Bro, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und ich hatte den perfekten Weg gehabt von daheim in die Schule. Ja. 200, so für Kinski, für daheim in Kinski. Ich habe jeden Tag gesagt, und ich habe nicht viel als Kind, Bro, weißt du? Und ich habe immer gesagt, Mami, bitte, besorg mir so ein Trotti, besorg mir so ein Trotti. Sie hat gesagt, Bro, nein, also 200 Stutz. Meine Mutter geil, dass deine Mama mit dir Bro nein, aber weißt du, meine Mama hat damals, hat sie im Kaffeesatz in Vinti und gleichzeitig in Oerlikon im Swiss Hotel gearbeitet. Und sie hat uns beide mit 2'500 Stutz durchgebracht, weißt du? Ja, das ist krass. Also, und unsere Wohnung war etwa 900 Stutz. Ja, dann liegen die Schuhe für 120 Stutz einfach nicht drin. Das Trotti liegt einfach nicht drin, Mann. Vergiss es, Bro. Also, es ist einfach nicht gegangen. Ja. Also, weißt du, wir müssen überlegen. Sie hat dann wieder gesagt, ja, entweder ich esse nicht oder. Ja, voll. Oder weißt du, so. Und dann haben sie es aber trotzdem irgendwann ermöglicht, haben weniger gegessen, einfach zum dem Kind eine Freude machen. Bro, und ich meine, ich bin wirklich Tag ein, Tag aus in die Schule gelaufen und jedes dieser Kids hat so ein Trotti gehabt. Wirklich jedes, Bro. Also ist es mir vorgekommen. Hey, und irgendwann ist meine Mami mich holen vom Kinski und das ist mega, Bro, das ist ein bisschen traurig. Aber sie ist mich geholt vom Kinski und dann hat sie gesehen, wie ich einen von diesen Kids wirklich anfleht, darf ich bitte eine Runde für den Trotti fahren? Und er so, nein. Ich so, bitte? Er so, nein. Und ich sage noch einmal, ich so, darf ich bitte? Und dann schupft mich das Kind einfach weg. Nein. Und ich gehe um. Nein. Bro, meine Mama war dort 25 gewesen. Ja. Wieso, Bro, ist das dein Ernst, dass du jetzt lachst? Was? Wieso hast du gelacht? Wie er dich geschuft hat? Hast du ihn nicht geschlagen oder so, Bro? Bro, ich bin ein 4-jähriges Kind. Aha, easy. Und ich habe gedacht, das ist wie so 10, 11 tönt. Nein, Kinski. Aha, okay, ja. Bro, das ist auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, Bro, es hat mich geschuft, ich bin am Boden gekehrt, ich bin wieder aufgestanden, ich so, einfach bitte. Wieso, Bro? Ja. Aber jetzt, ich will ihm sagen, Ja, fix, aber als Kind ist es anders, Ja. Bro, nachher hat meine Mutter müssen heulen dort, weißt du? Scheiße. Ja, und dann hat sie mich heimgebracht, hat mich zu den Nachbarn gebracht, Bro. Und ich habe sie 3 Tage nicht gesehen. Ich habe einfach bei den Nachbarn gewohnt, 3 Tage. Nach 3 Tagen ist sie einfach gekommen mit dem Microlino-Trotti. Beste Tag in deinem Leben. Bro, es ist mir so gut gegangen. Ja. Ich bin im ganzen Quartier mit dem umgefahren. Der, wo nicht fahren lässt, so machst du Bro, nach einer Stunde fahren, kann ich mit dem reden in die Kanalisation. Weißt du, ich glaube, ich gehe um, überall Nasenblut, überall Blut. Ich kann brüllen. Nachher kommen so Nachbarin und sagt, ja, das komm, wenn wir das Trotti aus der Hand nehmen, weißt du? Ich so, nein, das ist mies! Und ich so am brüllen. Nachher meine Mutter ist hässlich geworden. Sie so, ich kaufe das Trotti und du kommst blutend heim. Ja. Aber nein, was unsere Eltern für uns gemacht haben. Bro, es ist... Bro, ich habe einfach gewusst, aber an gewissen Zeitpunkt habe einfach gewusst, ich muss es wünschen, weil ich muss nicht über. Ja. Aber ich habe schon gewusst, wenn so viel Cash, aber ich möchte so als Hauptkompetenz nicht, dann ist es halt easy gut, so von den Verstecken. Bro, und ich habe einfach gelernt, so, wenn ich es will, dann hole ich es mir. Ja. Bro, ich habe, glaube ich, alles aus meinem Auto, Velos, Skateboards, Trottis, sogar das Töffli und so, also auch Töfflis. Hast du Töffli? Nein, ich habe einfach alles geklaut und selber gefahren. Aha, ja, so ja. Bro, ich einfach so, einmal ich wollte Töffli perfekt machen und dann mich so mit 16 zu meiner Mutter und ich so, Folgendes, ich will das machen, ist okay. Und so, mit der grössten Selbstverständlichkeit mich gefragt, wie das würde sie auch sagen. Und dann meine Mutter so, wenn du willst, dass ich an einem Herzinfarkt stirb, dann mach. Ja. Und immer so, dass so schlechtes Gewissen machen. Ja, und ich so, das kann ich nicht machen. Ja. Und dann habe ich mit natürlich Schippis, mit 2 Schippis und einem anderen Kurt, haben wir Töfflis geklaut. Ja. Haben die lackiert. Ja. Und sind in den Wind rumgefahren, Bro, so für 3 Monate. Und irgendwann mal, ich halt immer Töffel nicht
bei mir daheim parkiert, ganz offensichtlich. Versteckt, ja. Weil vor allem ist halt ausländerseitig, wir sind gerade erst in Stock gewesen, also meine Mutter hat mich sogar drinnen vor der Tür atmen gehört. Der gute Ursula weg. Ja, der Sonnenbildstraße, Bro, ich wüsste. Das ist AK, also eigentlich dort, wo ich vorgewohnt habe, ist kein Istanbul, aber das ist auch die eine ausländerseitig. Ja. Und Bro, dort habe ich dann immer unser Töffli in der Nähe von dort, wo ich gewohnt habe, in der Body parkiert. Ja. Und irgendwann nach 3 Monaten gehe ich so richtig Body mit dem TÜV und stelle schon mal ab, weil ich sehe so einen Bullenwagen, weil ich bin auch ohne Nummernschild rumgefahren, ist halt geklaut der TÜV. Ja. Und dann sehe ich so Bullen, wie sie so mit einer, wo Gott beim Hallenbad wohnt, also Gott beim Schwimmbad wohnt, und sie sagt so, ich sehe einfach nur die Bewegung, wie sie so macht. Ah, scheiße. Ich so, eilig gsi, ich kann nicht mehr parkieren. Dann habe ich halt ein bisschen daheim parkiert, habe ich nicht mehr können, die Eltern haben mich fast gefickt, dann habe ich wieder als Schwimmbad parkiert, ich so, kein Bullen mehr, parkiert das Schwimmbad. Ich kam am nächsten Tag wieder, ich sehe wieder Bullen, ich weiß, wie Bullen so machen, so am TÜV, am Umhanden sind, und ich so, ja, Ist gsi. aber jetzt kein Töffli mehr. Ja. Aber weißt du, ich habe gewusst, okay, kein Töffli mehr, und dann, 3-4 Monate später ist dein Kollege und ich sage, er hat das Töffli gesehen, schnell aufgeknackt, schnell mit. Aber bist du nie gefickt worden? Nein. Ah ja. Das ist eben das, Bro. Mir sagen auch viel so, ja, meine Mutter sagt auch immer so, weißt du, bist so ein anstrengendes Kind gewesen und so, Ja. du hast nie Bro, mit einfach Kreativität und Energie einfach Sachen investiert. nie Hops genommen. Oder? Ja, Bro, krass. ich kann, wenn ich Scheiß gemacht habe, ohne Scheiß, ich habe so 4-5 Schritte im Voraus überlegt, Ja, weil ich nicht wollte, dass meine Eltern mich verwünschen. Es geht nicht darum, ja. wenn mich Bullen verwünschen und so, ist etwas anderes, aber es geht einfach die Eltern weiter und das wird ja gar nicht, Ja, Bro. ja. Und du willst nicht der Älteste sein, der dann noch Scheiß baut. Sind dir nie wie etwas im Futsch worden? Doch, ich habe so der Klassiker, ich habe mal, glaube ich, so mit 10, 11 habe ich immer bei uns im Schulhaus nebenan, habe ich immer Wand abgespielt auf Solo am Abend, Ja. weil ich habe einfach gerne geshootet. Hast du schon gut gemacht? Ja, Und ich habe unglaublich, ich glaube, etwa 5 oder 6 Mal immer Wand ab, ins Fenster, die ist kaputt, Ja. heimgerannt. Ja. Brille ist schon abgeschrieben, aber ich hatte die Beleidigung von jemandem im Klau gehabt, von dem her, scheißegal. Ja. Und dann ist das 5, 6 Mal passiert und beim 7. Mal jemand sagt, wirklich viel, er hat mich der Hausabwart verwünscht. Er hat wirklich gewartet, hat mich so gepackt. Ja. Er so, ich habe dich endlich verwünscht, endlich habe ich dich. Ich so, was? Also ich habe dir die letzten 6 Mal nicht nachgewiesen, aber das Mal habe ich dich. Ich so, wie meinst du genau? Also, das eine Mal falsch. Ich so, im Kopf, wenn das eine Mal ist okay. Ja. Bro, ich bin heim, ich habe gedacht, jetzt kommt so eine Rechnung und ich bin enterbt. Ja. Ich weiß nicht, gibt es mit dir noch Stutz oder so, aber es war damals sehr viel. Ja. Aber das ist der einzige grosse Scheiß, wo ich kann sagen, wo ich verwünscht worden bin. Krass. Ich bin einmal so kurz davor gewesen von etwas größerem Klauen, so in einem Supermarkt. Shit. So kurz davor gewesen, Ja. Bro. Sogar Bullen sind gerufen worden, aber ich kann wegrennen. Uff. Ui, krass. Krass. Ich bin mit 16 mal beim Kiffen verwünscht worden. Ui! Hey. Bro, das mit kurdischen, türkischen Familie, Bro, du bist ein Jank. Hey, meine Eltern haben gemeint. Okay, crack meine alles, Eltern Bro. ist im Fall gewesen, als hätte ich Heroin genommen. Also, Ja, Bro, ja. du bist abgeschrieben, Bro, du bist auf der Straße schon vor den Augen. Das ist im Fall so schlimm gewesen. Nachher habe ich wirklich lang richtig Probleme gehabt mit meinen Eltern. Nichts mehr dürfen und so, weißt du. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich bin das älteste Kind und für mich so Ausgang und so, hey, das ist ein Kampf gewesen, Du Mann. bist weiter für Wirklich, das deine, erste? deine Jungen. Hey, ja, die easy, Mann. Die dann voll easy. Ich habe 2 jüngere Geschwister und Beides. sie sind, ein Bruder, der ist 6 Jahre jünger und eine Schwester 7 Jahre jünger. Ja. Und noch grossen Altersabstand. Das heisst, ich habe Vorarbeit geleistet, des Todes, Deine Mann. Schwester hat erstens mal gewonnen. Sie hat voll gewonnen. Sie so, mein Bruder ist 1 Jahr älter und der andere 7 Jahre älter. voll. Sollen wir mal Handküssen als Dankeschön, Bro, ohne Scheiß. Nein, eben das und dann ist eben noch das passiert mit dem Kiffen und so und dort das sind so Wichser gewesen, muss ich auch sagen. Wir haben gar nicht... Ein Kollege hat... wir haben kein Früher Geld sind sie gehabt. heavy gewesen Sie sind mit hure heavy. mit Gras. Weißt du, wie, Bro? Ja, Du bist hochkriminell. Bro, wenn du Bro. einen Joint gehabt hast, Bro, du hast Angst gehabt. Bro, Herrschuld. Live Fernsehen und so, suspekt. Hey, SRF live und so. Ja, nein, es ist so gewesen, wir haben kein Geld gehabt, um Gras zu kaufen. Und dann hat der Kollege so, aus dem Vogelfutter, aus dem Migros, oder Coop, oder Denner, oder so, hat er so die Hanfsamen rausgepickt. Und das sind natürlich keine potente Hanfsamen, man. Das sind Logisch nicht, aber- Männchen auch und so, das funktioniert nicht. Dann hat er die gezogen und dann hat er die, und auch nicht, es hat die keine Blüten gegeben. Und dann hat er einfach so die Blätter getrocknet und die so klein gemacht und wir haben die geraucht. Ich habe gedacht, das weitervertickt der andere und nachher so Geld gemacht, um echt zu kaufen. Wir haben das wollen rauchen und es ist wie so, und dann haben uns die Bullen gefickt und wir haben wirklich nur so, es ist wirklich, wenn das ins Labor gegangen wäre, die hätten uns ausgelacht, Mann. Aber nachher haben sie uns gleich gefickt wegen dem und sie haben nicht mehr können sagen, weißt du, so auf dem Zettel, wo dann heimkommt, steht so und so viel Gramm und bababa. Und dort ist gestanden unbestimmte Menge. Also es war wie nichts gewesen. Und sie haben uns trotzdem gefickt und das ist nicht geil gewesen, Mann. Das ist heavy gewesen. Vor allem, wenn der Brief kommt von der Polizei, Drogen, steht ganz groß.
Ja, den Namen nein. und dein Vater liest. Bro, du siehst das Grab vor dir. Es ist Wir haben wirklich mal, so. wir Es haben ist mal wirklich in einer Tiefgarage reingeraucht. Wir haben einen Kollegen gehabt, der hat schon seit je rausgelassen. Und der hat schon jensches Ein Scheiß ist verrutscht worden, ja. an Vorstrafen gehabt wegen dem und so. Und einmal sind wir in Dös gewesen, und nachher ist so, wir haben so einen Quartierpolizist, der immer zivil rumläuft. Jeder kennt ihn. Und er tut immer so, als wäre es CSI Miami. Ist immer der gleiche, der kurz vor der Rente ist, ne? Ja, ist immer der kleine Urs. Auf jeden Fall, der war schon vor 10 Jahren dort gewesen. Und eigentlich, wir sehen ihn nicht mehr. Und dann ist wie klar. Und dann irgendwie hat er sich versteckt. Und dann ist er so in die Tiefgarage rein, wo wir am Rauchen sind. Und er ist wirklich so, und der ist eben so einer, der so seinen Badge als Anhänger hat. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? So, Ja, der, was richtig geil findet, der der Badge richtig tragen. geil findet. So Ja. heimgeht zu seiner Mutter, die noch bei ihr wohnt, mit Ja, 50. Sagt, oh, heute habe ich wieder ein paar von diesen Teppichklopfer verwünscht. Ja, Weißt du, ja, so, ja, genau, ja. der- Bro, der ist auf uns zugerannt. Und er rennt. Weißt du, wir hören so das Quietsch von seinen Schuhen. Und ich so, fuck, was machen wir? Und ein Kollege, der schon mehrmals deutsch worden ist, er schaut uns an. Er so, Jungs, ich regle. Und er rennt auch auf ihn zu. Er so, Und dann hat er ihn so ein bisschen... Hat er einen Pack? Hat er ihn so gepackt. Und wir sind alle weggerannt. Er so, denke an mich! Er hat sich geopfert, Mann. Schwör. One for the team, Mann. Shit. Was für ein Legend. Legende. Nachher ist er gefickt worden. Ja, aber es war einfach ein Joint, Bro. Aber ich meine, weißt du, er ist dann wie so nochmal halt in U-Haft gewesen. Ja. Aber easy. Also, ich glaube, er hat den Beschlag gemacht und ihn nicht berührt. Er ist wie so vor ihn angesprungen. Ja. Und er ist dann so irritiert gewesen, der andere, dass wir dann einfach weg sind. Schade, weißt du, damals hat niemand aufgenommen mit Handy. Nein, so, das Bro, gibt's nicht. Bro, das Ding ist, er hat uns so angeschaut, so kurz so ein Braveheart-Moment. Weißt du, Ja, ob das so, er so, ich regle, Jungs. Und Ja, er, ja. da, Geiles Tier, Bro, geiles der, Tier. ich schwör, ich vergesse ihn nie mehr. Shit, Bro. Mann. Bro, ich habe, ich was auch gesagt hast, ich habe es völlig vergessen. Meine Eltern haben mich original beim ersten Mal Zigarrauchen verwünscht. Uff, das ist auch Horror, Mann. Bro, erste Mal. Ich habe nicht mal irgendwie geraucht und versteckt. So, Bro, meine Generation sind so die gewesen, die mit der Oberstufe geraucht haben, wo in der Oberstufe so Plakate umgehängt sind, so rauchen nicht, die Ja, sind ja. noch so jung dafür, und wo in den Pausen so Ecken gesucht worden sind, wo Lehrer nicht rum sind Ja, zu ja, rauchen. ja. Unsere Ja. Ecke in der Schule ist gerade am Schulleiter-Ding gewesen. Ja. So, da ist das Schulleiterbüro mit Fenster und neben ihm, 2 Meter neben ihm, ist der einzige Winkel, Ja. wo er uns nicht gesehen hat. Und wir Es alle- ist immer so ein riesiger Kampf gewesen, weil nachher sind so Theorien umgegangen, Bruder, mit dem Münd eben auf dem Schulsareal rauchen, weil wenn er uns verwünscht, wir sind auf dem Areal, gibt es noch eine ältere Meldung, wir sind nicht auf dem Areal gewesen. Auf jeden Fall, dort ist so, genau so diese Zeit gewesen, so mit Rauchen, und ich bin gerade erst Oberstufe gekommen, und wir haben Besuch die Heime gehabt, von Front aus Bern. Er ist heim, meine Eltern sind auch aus irgendwie, und ich sehe einfach so ein Marlboro-Päckchen, so in der Küche. Und ich sage, Ziggy. Shit, wie alt bist du? Bro, 13, 14 oder so, Ja, vielleicht ja, 12. ja, ja. Weiss nicht. Bro, ich so, Perle. Ja. Mal schauen, wie es ist, weißt du? Ja. Dann sag ich dir, ein paar andere Autos schon. Und dann bin ich extra in der Küche, so, da nicht. Ich gehe WC, mach WC-Fenster drauf und dann so mit Spagatübige rauchen und ausäschern. Du weißt nicht mal, wie inhalieren. Nicht, Bro, ich ja, habe ja. so gemacht. Haben wir auch den gehabt, der sagt, Mami kommt. Ja, genau. Und nachher, Classic. habe ich dann bei der Hälfte weggerührt. Ich sag, ist gar nicht so geil eigentlich. Ja. Hände gewaschen und Beweis eigentlich vernichtet. Und dann bin ich gamen, Bro, ganz entspannt, Bro. Und dann höre ich einfach, wie meine Mutter ihre Terlik in Richtung mit Zwiebeln laufen. Und schklapp macht sie die Tür auf. Direkt. Ohne groß Tamtam. Sie so, wieso hast du geraucht? Wieso hat sie es gewusst? Bro, warte, ich so, was läuft? Sie so, Du so der. Das ist so grau. Nein, normal zuerst. Bro, immer die gleiche Schiene bei mir. Ich so, hä, geraucht? Was geraucht? Sondern so, was geraucht? Ja, du weißt, was genau du geraucht hast. Wieso hast du geraucht? Bro, und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe versucht 2-3 Minuten rauszuzögern, sowieso ein bisschen Spiele spielen, damit ich das Gefühl hatte, ich kann nicht. Aber ich habe gewusst, sie hat etwas in der Hand, wo sie Auch der Young Gaslighter. Ja. Genial. Ich einfach gedacht, ja. Und nachher habe ich irgendwann mal gecheckt, sie hat etwas in der Hand. Bro, das Ding ist, der Typ hat irgendwie halt genau ein Ziegepäckchen mit einer Ziege die Heime lassen. Und sie hat irgendwie beides gefärbt. Die Mutter, bevor sie gegangen ist, hat sie es gesehen, so, er hat noch Ziege da vergessen. Sie so Sherlock Holmes, Bro. Pam, 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 pam. Ja. Bro, nachher habe ich wirklich gedacht, okay, rest in peace. Ich habe wirklich gedacht, jetzt stirb ich. Das ist so der Moment, wo es so kalter Rücken durchläuft. Bro, ich habe nicht gewusst, wie ich stirb. Das Problem war so, was passiert? Gibt es einen Roundhouse-Kick? Gibt es einen Nierenschlag? Was sagen wir? Nein, Spaß, aber... Nein, Kinder nicht schlecht. Nein, auf jeden Fall ist schon witzig, aber auf jeden Fall, weißt du, ich habe nicht gewusst, Bro, Ich habe mir ein bisschen Hate bekommen, letzte Folge. ja. Bro, das Ding Nein, ist, schlägt ich eure kann... Kinder nicht. Schlägt nicht. Und das Ding ist,
Bro, bei so etwas, und du weißt nicht, du hast Angst vor der Strafe, weil du weißt, was für eine Strafe könnte kommen, weil du so einen krassen Scheiß gemacht hast. Ja. Und dann original einfach mit den Eltern ein Gespräch im Wohnzimmer gehabt. Mein Vater auch, ey, das ist nicht gut, mach das nicht, ich bin enttäuscht von dir, meine Mutter auch. Ich gehe ins Zimmer, ich so, hä? Gerade Päckchen gekauft. Ich so, hä? So, wenn ich so gut Arbeit so ablaufen, so Scheiß machen, dann let's go. Ja. Weißt du, dass ich drunter gekommen bin als Kind? Wieso? Weil ich, also ganz viele Gründe, aber einer davon ist, weil ich die Kaugummi gekauft habe, wo wie Ziggis Das kann aussehen. ich auch nicht dürfen. Nie. Weißt du, nicht Oder dürfen. so Waffen und so. Bro, Aber die kennst du die Dinge, die Kaugummis, wo Ja, sicher, aber so Ziggis- rausputzt noch und so. Ja, und so genau. Puderzucker und so Ja. Scheiß raus. Mir so, schau, ich Es rauche. sind noch feine Ziggis, es sind noch feine Dings. Geile Kaugummis Ja. gewesen, es sind noch geile Kaugummis gewesen. Es sind noch feine Kaugummis, ja, okay. Aber ich habe nie dürfen, also Trainer ist so ein Triggerpunkt für Ja, die ja. Eltern. Ja. Aber Militärtrainer, wissen Sie noch, wo die Insi sind? Hey, mein Gott, wir haben alles gleich Ich schwöre, ich habe das auch nicht dürfen. Bro, mein Ich habe Vater, nicht mal in Mac als Kind, was man nicht sieht, aber ich habe nicht Bro, in Mac. immer, Wegen Amerika. immer, wenn ich Kleider gebraucht habe, Bro, bis zum gewissen Alter bist du mit der Mutter gegangen und sie hat gekauft und du hast die Fresse gegeben. Fertig. Ja, Ich habe mich auch ja, nicht ja, interessiert. ja. Bro, irgendwie Klokauf ist gegangen, 50% irgendwelche Jeans, Ich Bro. habe es gehasst, aber Wenn irgendwas T-Shirt. Viel zu gross und Ja, so. ja. du aber- warst rein. Egal, es ist 13 Stutz die Jeans, T-Shirt, Ja, 7 ja. Stutz, es lange. Und, Bro, irgendwann habe ich so meine Mutter gesagt, ich so, hey, ich wünsche mir einen Trainer. Sie so, Pidgey. Ich so, nein. Kennst du, Ältere? Wie heißt Pyjama direkt, weißt du? Wieso brauchst du den? Du hast schon Nachher, Pyjama, ja. nachher, ich so, nein, weißt du, mit Militär. Sie so, für? Ich so, ja, so mit Schule gehen, so, ein bisschen rausgehen, so, einfach anlegen. Ist cool. Ja. Nachher, meine Mutter hat mich 3 laufen, sie so, das ist ja fragt mein Vater. Ja. Du hast schon gewusst. Nein, ich hab nicht gewusst. Ich Ah, so, ist das- sie hat so, fragt dein Vater, ich Ja, sag, ist ja. gut. Er Ich sagt, so, Papi, der Vater ist auf Gurt. weißt du, und sie hat gesagt, sie so, fragt dein Vater, wenn der aussieht, ist gut. Ich so, der muss nur nie berühren. Ich so, easy, ich geht's nicht. Ja. Ich so, Baba, ich bin Trainer, er so, was für Trainer? Ich so, Baba, Militärtrainer, ich kann anlegen und so. Der Vater schon Budget machen im Kopf. Ja, nachher er so, ja, direkt nachher er so, was für Trainer? Ich so, Militär. Er so, findest du Militär geil? Ja. Ich so, hey, weiß nicht, aber ich gehe in Mode. Er so, ist in Mode so Kriegssache? Ich so, ja, voll. Er so, hey, Olaf, sag du, dass du Kriegmode findest. Ich schick dich in Krieg. Komm, du musst keinen Trainer kaufen, ich schick dich in Krieg. Er so, kein Problem, wenn du so geil findest Krieg, ich schick dich in Krieg. Ja. Und nachher ich so, Baba, nein, weißt du, ich will dir nur anlegen. Nein, du hast doch so gern. Ich schick dich in Krieg, kein Problem. Ist noch sicher geil, oder? Nachher schon jeden Tag, du siehst richtig modern und richtig schön. Ja. Und dann ich, mein Vater mir klipp und klar gesagt, er so, du leist sicher nicht, also du gehst sicher nicht mit Trainer in die Schule. Ja. Und wenn du mit Trainer gehst, wenn ich jemals sehe, dass du mit Militärtrainer gehst, Ja. du kannst den Arsch verweten, dass ich dich packe und nicht Militär, aber Militär droht, er mich droht mit strengen Schulen in Türkei. Kennst du den? Uff. Ich schicke dich strengen Schulen in Türkei. Ja, Günther. Ja. Und nachher ich so, ja, ist dem von gar nicht, Mann. Das ist schon krass. Habt ihr dürfen bei anderen Leuten schlafen als Kind? Ja. Bro, Wirklich? ich habe kämpfen, um bei Das ist Cousins nicht pennen. dürfen. Also auch nur bei Cousins, ja. Nein, ich meine so bei Freunden. Nein, Weißt du, so, nur. hey, wir treffen uns alle, nachher schauen wir Fernsehen zusammen und so Nicht, schlafen nicht, über Nacht. nicht, Meine Eltern, keine Chance, Mann. Ja, hast du keins daheim? Ja, meine Eltern haben gesagt, Olum, hast du kein Bett daheim? Ja, schon. Wieso willst du bei anderen schlafen? Das haben alle gemacht, also, außer wir Ausländer. Ja, ist gar nicht. Habt ihr schon mal Geburtstag gemacht, gefeiert und bei euch daheim damals und eure Kollegen gerufen? Ja. Das ist gegangen, ja. Und nicht? Bro, ich bin problemlos gegangen. Ohne Problem. Also mit so, So, ich meine, Kollegen, so alles Mögliche, gell? Ja, also ich habe einmal der Simone erzählt, dass ich habe einmal eine Dönerparty gehabt bei mir daheim. shit, ja. Das ist Ja, geil. Bro, beste Geburtstag, das ist Elfi, mir gerufen. Bro, es wäre Traum, 11, Geburtstag. 12, Bro, der Simone hat an dem Tag, demonstriere, hat an dem Tag Fußballtraining gehabt. 10 Jahre lang hat er mir gesagt, Bruder, ich vergiss nicht, wie ich nicht haben können, die Dönerparty. Nein, ja, Mann. Und dann eine Cola mit Spieß und so. Ja, was für ein... Gerade lustig, du bist gerade so wieder ein Tabla mit Ja, Dönerfleisch. wie kleine Cousin hat Geburtstag und es ist wieder Döner. Ich sag so ein Tabla mit Dönerfleisch, ein mit Pommes. Hey, wieso hast du nicht dafür Leute? Gut, vielleicht wieder einfach kein Cash gehabt, Bro. Bro, nein. Aha. Sorry, du. Nein, also in welchem Alter? Weil ich habe schon, also Ich habe einmal gefeiert und dort bin ich 11, 12, 15. Und dort hat meine Mutter hat Also was ist, Bro, 11 und 15 ist nicht gross? 10, 11, 12. Ah, okay. So. Und ich habe meine Kollegen zu mir heimgerufen, ich sage, ich mache Geburtstagsparty.
meine Mutter so, komm, mach doch etwas, ruf auf den Kollegen ein, mach mal etwas da für dich. Und ich so, ja, sicher. Und sie so, du musst nur Leute einladen, den Rest mache ich. Ja. Bro, ich so, perfekt. Ich habe meine Kollegen gerufen, Bro. Ein paar Ausländer und ein paar Schweizer. Und ich habe gemacht 2 bis 6, glaube ich, oder so. Checkst eben so. Ja, ja. Du musst eben so wahrscheinlich So Samstagnachmittag. So Genau, irgend so etwas. Bro, meine Mutter ist um 2 gekommen und hat jedem Mal zuerst mal Schnitzel mit Pommes gegeben. Geil. So, wegen alles noch um 2 gekommen, Ja. zum Mittag. Ja. Aber es sind Urfisch, die haben ein bisschen gegessen, easy, haben gegessen. Haben wir mitchillen, wir gamen auf der Konsole, Bro. Bro, um 3 kommt sie mit Dessert. Ja. So, haben wir Dessert. Ja. Ja. Also, Kuchen, dies, das. so, Und nachher? jetzt müsste doch eigentlich Cut sein. Ja. Nach Dessert ist fertig. Ja. Es gibt keinen weiteren Gang. Ja. Nein, eigentlich nicht, ja. Bro, meine Mutter kommt am 4 Uhr mit Hotdog. Ja, Bro. aber voll geiler Geburtstag. Mach nochmal. Was? Geburtstagparty. Warte, Ich komme nachher. auch. Sag ihr, Bro, warte, nachher. Eine halbe Stunde später kommt sie mit so 4, 5 Teller mit so, weiß ich nicht, so mit salzigem. So, Salzstängeli, so all die Sachen, weißt du? Knabberzeugs, ja. Knabberzeugs, genau. Und keine Tag lang, alles sind schon am Sterben gewesen. Nachher meine Mutter so, wie sagst du die nicht? Geht sie in die Küche und kommt mit irgendwie 6 Magnum Almond. Wo sie damals so So groß groß sind. Ja, Mann, ja, Mann. Damals sind Legends. ja, Damals sind Legends. Und dort, Bro, dort, ich habe meine Mutter irgendwann sagen. Ich so, Mami. Jetzt her. Ich so, Mami, ich weiß nicht, wie ihr in Kurdistan gefeiert habt, aber einmal essen langt. Die Leute die sind am Sterben. Bro, einer hat Glasse mit 2 Biss, also ich schwöre, ich habe für dich gemacht, aber ich kann nicht weiter essen. Und dann meine Und Bro, wenn du so- ein Magnumglas nicht fertig ist, ja, ist Bro, und das ist, ich habe einmal gefeiert und ich so, ey, nie mehr, aber natürlich, ich habe meine Mutter gesagt, ich so, ey, ich weiß, du hast nicht besser gewusst, Ja. aber was mein, oh, das ist auch lustig, ein Tick von meiner Mutter, ich habe, wenn ich so Shidar, Josh und so vorbeigekommen sind, dann hat es halt immer entweder hat Essensreste gegeben, oder wenn du gegessen, wir sind die Heime gut chillen bei mir. Bro, immer wenn ich Schweizer Kollegen gerufen habe, egal wer, immer, wenn ich gesagt habe, der kommt heim, 1 Nachmittag, 6 Uhr Abend, 3 Uhr morgen, wenn wir, es ist immer für den Schweizer Schnitzel mit Pommes parat gewesen. einfach zum zeigen, Ja. Beuron. Bro. Ja. Bro, ich schwör, immer, das ist zu meiner Mutter. Aber Poulet. Ja, fix. Ja. fix. Ich sag meine Mutter so. Ist deine Mutter Schwein? Ja, nein, aber aus nicht Einfach aus religiösen Geschmackgründen, gell? Sie hat gesagt, wenn das Tier sieht, also grusig gerade, sie muss gerade kurz so ein ekelhaftes Tier sein. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, ich habe letztes Jahr erfahren, Schwein ist alles für einen theoretisch, Mann. Ja, aber schon Müllfresser. Ja, deswegen. ich Ja, aber verstehe- weißt du, wer auch alles ist, Bro? Okay. Nein, ist gut. Ja, auf jeden Fall, das ist so Maximum gewesen, was so meine Mutter als Support macht. Ja, aber an der hure Geburtstag. herzig. Also weißt du, sie hat sich voll Mühe Ja, Ich meine, fair. es geht in die Ja. andere Richtung. Ich meine, sie sagt nach 4 Jahren, verpisst euch. Bro, ja, nachher habe ich gesagt, so meine Mutter, danke vielmals. Und weißt du, wie bin ich, also meine Mutter nachher nicht checken, dass es fertig ist zu ziehen essen. Ja. Ich habe ihn also so kurz vor 5, ich so, Jungs, gehen wir raus, sonst es wird einfach weiter gegessen, glaube ich. Ja. Sie wird immer weiter essen. Es hört nicht auf, weißt du, so, dann sind wir einfach rausgelaufen und dann sind wir alle mit so einem riesen Rand, Bro. So, Tisch geht über den Bauch, wir sind so dort am Laufen, am Verdauen. Ja, man, dort hat Dann meine kommt Mutter- Familie und sagt, Olum, wieso hast du so viel zugenommen? Oh, das ist schon das Schlimmste, Bro. Wenn meine Mutter sagt, ey Mami, vielleicht hat es damit so, dass der Minimum, den du morgen machst, nicht gesund ist unbedingt mit Rüteröl. Ja. Nein, ich tue immer so viel Öl drin. Weißt du, wie meine Mutter hat für mich immer so Spinat, Ja. also so das einfach Spinat gemacht und so ein bisschen Herdöpfel und so Sachen. Und es ist immer hure fein. Aber Bruder, ich bin auch massiv voll gewesen nachher. Irgendwann frage ich sie so, Mami, mach mal den Spinat, komm mal schauen, wie du ihn machst. Bruder, sie nimmt einen Butterblock. Halbes Kilo oder so. Butterblock, Bruder. Sie schneidet ein Viertel ab und der Viertel tut sie zurück in den Kühlschrank. Ja. Bro, das ist doch nicht menschlich. Ja, Schon das habe ich ist so crazy. fett geworden, Bro. Das ist Das doch ist nicht crazy. menschlich, Bro, Alter. ich muss sagen, dafür, dass unsere Küche so extrem, also... Aber das ist wieder, wenn das kommt halt, wie man kein Geld kann. ja, aber wenn jetzt Fett und Öl und Butter willst rausnehmen, ist Küche an und für sich eigentlich hure ausgewogen. Es hat ja. brutal viel Gemüse, brutal... also, es gibt hure viele Gerichte, die sogar vegan sind. Ja, voll. Ohne tierische Produkte. Dann Ja, gibt es auch voll. solche, die auch vegan sind, richtig geile. Oder Sachen, die nur Fleisch sind. Ja, das gibt's auch. aber Bro, dann kommt einfach, Bro, zum Beispiel Iskender. Ja. Mein Für die, die es nicht wissen, Iskender ist so das Gericht, du hast so 3 Schichten, du hast Brot, sogar 4, glaube ich, Brot, Tomaten, Auflaufpüree, so etwas, dann hast du Fleisch und dann eigentlich Joghurt. Und So. dann kommt noch eine 5. Schicht. So, und dann,
an und für sich ist es ist schon hure sättigend, hure viel, aber dann kommt irgendeiner, ungelogen, der Rest ist, läuft mit so einem Teil rum und du musst einfach ihn rufen und das ist einfach geschmolzene Butter, warme Butter und einfach so macht, zup, einmal das ganze Essen und dann weiter. Ey, und so ein See, nicht so ein bisschen, so, das schwimmt nachher in dem Oder Ring. Mantelbruder auch Ich immer. liebe Mann. Ich habe dich, also aber ich muss sagen, es ist krank, dass ich unten, aber ich habe den kränksten Scheiss, jedes Mal, ich unten bin. Sicher? Ah, Das ist- das Problem. Das Das ist, aber ist ich glaube, es ist irgendwie gar auch irgendwie das Klima. Oder? Bro, Klima, Öl, Luft, Fett, alles. Qualität vom Essen vielleicht Ja, ja, auch. ja. Hey Leute, ich bin schon easy zu spät. Es tut mir leid. Hey, ja, sorry, ja, wir haben, Leider. hey, danke vielmals, ich habe gesagt, machen wir länger, die haben länger Bro, es ist gemacht. gerade ein nein, Flow ich frag mich gewesen. auch gut. Flow Findet ihr das gut? Sollen sie mehr längere Podcasts Bro, machen? mach das nicht, sie Schreiben's. sagen schon die ganze Zeit. Die Leute sagen länger, mehrmals in der Woche, hör auf. Nein, aber es ist auch nur Menge Daten, wo ich bin jetzt Ja. am 4K aufnehmen. Oh und shit, dann- ja. Aber Ja. easy. Ja. Hey, es ist wirklich ein sehr geiles Gespräch gewesen. Auch danke, Danke, für den Jungs. Throwback Danke in dir unsere, vielmals. in unsere Kindheit, Bro. Ja, Ist sehr Ja, Mann. gerne, es war mega Ja, schön gewesen und, ja, sorry, ja. Also, nein, sag du. Hey, danke vielmals, Jungs, dass ich da sein. Ist wirklich, ich habe es schon gesagt vorher, bester Podcast, Ehrenmänner machen weiter so. Ich höre jede Woche. Und es ist voll geil, dass ich da sein. Voll geil. Danke vielmals, schön bist du da gewesen. Schön, sind ihr am Cypher gewesen. Ja, Mann, Ja, danke Mann, für das danke für schöne die Einladung. Gespräch, danke für die Einladung. Danke auch eben für die Erinnerung von früher und auf ein weiteres Mal hoffentlich. Ja, ich hoffe es auch. Ja, Mann, küss dein Herz. Ja, gleichfalls. Ja, mach doch um, Mann. Mein Gott. Machen wir Mach nachher, doch wenn du, die Kamera Mann. fertig ist. Machen wir. Das ist kurz und bündig.